Leck, Timmy Boy, es war wirklich, also mehr Synchronität geht nicht. Punkt 20 Uhr. Ich bin genau pünktlich in meinen Sessel reingefallen, kurz noch angeschüttelt. Weißt du, was ist? Oh, der YouTube-Sepp ist heute auch direkt auf der Höhe. Schaut er das an? Der hört uns schon nach 10 Sekunden. Hören wir uns selber, das ist gut für uns. Timmy Boy, grüß zu dir daheim. Das ist einmal das Erste. Phase 2. War gut. War ein guter Tritt. Muss gut werden. Muss gut werden. Meine Damen und Herren, grüß Gott beieinander. Micke, 20 Uhr, ich bin's. Birger, ja klar. Jetzt grüßen wir erstmal in den üblichen Sauerfreund ein. Hau die eine Hand, den M8, der noch wahrscheinlich beim Duschen steht. An die Sapse, an mich selber, weil ich da was geschrieben habe. An den Jockel, an den Bertmann, an den Basti Hero, an den Jockel einfach nochmal. An den Herrn Grünwald, an den Joshi, an die Steffi. Das ist die Steffi 03, ist wichtig. Achtung, Verwechslungsgefahr, Steffi B, Steffi 03. An den Simato, der wahrscheinlich gerade in Speranza auf die Fresse kriegt. An den Herzkini, an den grauen Bertek, das kommt mir bekannt vor. Löwenzepp! Hau der Bürger, ist Fackenschöner Stream, Winklerbräu, Längenfeld, Kupfer Spezial. Passt das überhaupt aufs Etikett auf für den Namen? Los, der halbe Schmecker as always, ist ja klar. Habe die Ehre an den Robert, den Iri, an den Bernie, an den Firestarter, an den Bosel, an den Banani, an den oder die Adina. Das werden wir für immer beibehalten. Ja, das Adina, für das bin ich. An den Herrn Yoda, an den Southbrüder, an den Gangster Proof, an den Grotzer, an den Forest Squad, an den Firehunter, an den Gromit, an den Darth Yoda, an den Andy Gam, an den Bosel Sepp, an den Fernollner, an die Leuchtrauschkugel, an das Adina und einfach nochmal, damit wir so ein bisschen reinkriegen, was ich sehe, an die Steffi B, an die Nisse, an den Nigelneider, an den Riesi Mike und überhaupt sowieso, das muss klar sein. So, Freunde der Sonne, ihr habt schon wieder dabei, dass ihr innerhalb der ersten 2 Minuten da hier Resubs einer Scheiß, die werden leider Gottes im Stream nicht gezeigt. Weiß der Teufel, warum das so ist, das ist seit der Sommerpause so und das sage ich jetzt schon eine ganze Zeit lang, weil es mir die ganze Zeit so vorkommt, als wäre die Sommerpause gerade das Gewinn. Und seien wir uns mal ehrlich, Sommerpause ist ja gerade erst gewesen, gefühlt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, die scheiß Sommerpause ist 4 Monate her, dann frage ich mich so, hä? 2 Monate ist Weihnachten, was? Ja, okay. Ja, wird schon passen, also. An den Herrn Reisnecker, merci für deine 62 Monate. An die Skalsenleis, merci für deine 20 Monate. Und an den Herrn Nollner, merci für deine 47 Monate. Ich weiß nicht warum, aber YouTube braucht da immer 2 Minuten Stream offensichtlich, bis die Alerts so gezeigt werden. Es ist ein bisschen, da kann ich leider nichts drin. Ausnahmsweise bin ich mir nie die Schuld. Nicht das Schnaufen vergessen, Birger. Was für Schnaufen? Wann Urlaubsfotostream? Ja. Wenn es wieder schön wird, dann. Das tat jetzt nur weh. Das tat nur weh, weil die nächsten 2 Monate, 3 Monate wird es nur heißen. Der Moser schreibt, heute ist Chris, euer Output gekommen. Nice, nur ONS-Zwing, aber schon geregelt. ONS-Zwing. Ein Natursekt zu wenig. Das nächste Artbook kriegt ein kleiner Plastikbeutel mit meinem Eigenurin drin. Kostet aber dann 30 Euro. Zum Glück! Mir ist für 23 Monate. Abstimmungsergebnis. Wo? Das Abstimmungsergebnis hat ganz klar dafür abgestimmt. Also ihr habt, ich glaube, so mit 250 zu 130 oder so. Für The Farmer was removed, glaube ich, oder replaced, glaube ich, heißt es. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, spielen wir Darkkickers 2 und dann habe ich mich dazu entschieden, fickt euch mit einer scheiß Abstimmung. Ihr scheißt mir in der Abstimmung rein, ich scheiß euch in eure Abstimmung rein. Da kommt nämlich der Meier. Da war Hike! Herr Meier, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Ab in den Chat, aber der Herr Meier, wer mitmacht. Umdrehen, instant. Die schnulzt so, dass du sagst, weil Dorfkickers. Der Chris hat das auch gesehen. Und letztes Mal geschrieben so mit, was ist das für Späher? Scheiße, ich habe am Anfang erst Dorfkickers 2 gelesen. Basti Hero, merci für 46 Monate. Jerry Birger sitzt gerade im Beta-Test von der neuen Season von Abi. Solltest dann mal wieder reinschauen, es lohnt sich. Da kommt man wahrscheinlich PoE 2 dazwischen. Am Freitag, da hat gerade auch jemand im Chat geschrieben, wann Freitag Stream? Also die Season geht ja um 20 Uhr pünktlich los, das heißt, das können wir uns nicht leisten. Ja, das können wir uns nicht leisten. Ich denke, dass wir einen Stream, ja, dann halt um 7:45 anfangen am Freitag. Aber so, wir müssen wahrscheinlich sowieso in der Warteschlange verbringen. Ja, werden wir wahrscheinlich wieder Runden Harem spielen und dann war es das schon.
Der Mike schreibt, saubere Bolzplatz-Action, warte dabei. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Das ist also Dorfkickers 2, habe ich erst einmal die Nie-Gewinn-Kickers im Kopf. Die Kickers, die schaffen es! Tor! War das mit dem Gregor oder was war denn da gleich wieder? Was? Und, es hat eine Fußballsendung gegeben mit dem Gregor und dann hat es eine gegeben mit dem Tsubasa. Oder war das Gleiche? Weiß ich nicht mehr. Aber sie waren grandios. Grandios waren es. Der Herr Müller fragt mich, wie schaut's aus mit den Steuern? Da wenn ich wieder jetzt das Prüfen anfange und so weiter und so fort, dann kommt bloß wieder irgendein Geschäftel rüber und mault mich in die Kommentare. Ja, da reden wir nicht drüber. Hey, ich habe noch keine Ergebnisse, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden sehen, da kommen wir schon irgendwie raus. Zahlen muss ich sowieso irgendwas, aber mit Sicherheit zahle ich nicht das, was die von mir wollen. Und wenn, und wenn, dann werde ich meine Steuerberaterin fragen, ob das irgendwie geht, dass man das Bar zahlt. Und was dann kommt, kennen sie alle Dinge. Ja? Dann bringe ich ihnen lauter 50. Wir können uns dann vorhin ein Haustier zusammenkriegen. Ja, schauen wir mal, wie man sich da irgendwie durchlegen kann, dass man dann nicht irgendwie einen Stress kriegt. Oder man holt sich mal bei der Angebot bei der Polizei, was das kostet, wenn man es so macht. Knellmutter! Wer ist wieder ein Zwiebel? Was? Halt kein Captain zu Base. Sapse, merci für 35 Monate. Weil es so schön war, gleich nochmal. Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun is to ride on... Was? In a one-horse open slate. Ich glaube, dass ich bis jetzt gerade nie gewusst habe, was das eigentlich wirklich heißt. Das ist so wie bei System of a Down Job Sui. Make-up! Table! You wanna do? You wanna do? Du weißt es schon. Absolut Dankeschön. Kirk Matzen 94, merci für 3 Monate. Kuss auf die Nuss, Knädelbuttel, merci für den Zwickel. Counterwolf, merci für 66 Monate. Der Biergerstream in der Spätschicht auf den Stapelgabler. Wie hat das Lehrvideo geheißen zum Staplerfahrer Klaus, glaube ich. Ja? Mach ja nicht den Klaus. Mach du ja nicht den Klaus. Monaco Francis Style, ich bring's Ihnen in Bar. Nicht, dann komme ich morgen wieder. Ja, so ungefähr. Das werden wir so lange auszögern, wie wir können. Steffi! Lass das in 10 aus, machen wir 10 halt raus. Ja, okay. Schauen wir mal, wie weit das wir gehen können. Ja, dann machen wir dann auch ein Video draus, das wird sicher lustig. Vuvuzela, Bürgerzeitsteuer in Bar, wieder Monaco Franz mit dem Gehalt. Ich sag schon, das triggert einige. Ja, da merkt man wieder, wie alt die Community eigentlich ist. Das triggert einige mit Monaco Franz aus. Immer in Bar ausgezahlt haben. Bank wollte er immer ein Konto auftragen. Wie er es dann endlich in Bar gekriegt hat, was soll ich jetzt mit dem Geld? Frage, wo Likes seid ihr? Fragt der Baumgartner Sepp. Das weiß ich nicht. Ich sehe keine Likes da. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Smash den Like-Button, ist vollkommen wurscht. Das Sadina. Der Chef, das. Hashtag Herz auf Sadina. Stream. Bisschen Weihnachtsgeld. No, du, aber ich muss euch da mit Werbung auf den Sack gehen, die letzten 2 Minuten. Smiley mit geschlossenen Augen zu viel. Zu viel? Ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Alle die schon was eingekauft haben, die lassen das selbstverständlich bleiben. Ihr braucht nicht, ich meine, was soll denn das sein? Ich brauche sich ja von mir nicht jetzt mit triggern lassen, wenn ich im Stream da umeinander blähe. Aber es ist halt nicht in jedem Stream jeder anwesend. Deswegen muss ich es jetzt mal machen. Weißt du, was es ist? Ja, das mache ich auch nur in der Weihnachtsphase. Die ist sowieso bald vorbei. Da müssen wir direkt einmal schauen. Jetzt passen wir beobachtet. Da kann man bei mir im Shop auch nachschauen. Hier, jetzt bestellen für Lieferung bis Weihnachten. Weil mir heute so wirklich erst einmal bewusst worden ist, fuck, in 2 Wochen ist Weihnachten. Es ist nicht mehr recht viel Zeit. Wo's ihr alle Zeit habt, das zeigt zum Bestellen, dass es auch vor Weihnachten noch kommt. Da kannst du oben auf den roten Balken aufklicken und dann steht dort, wann das in etwa kommt. Momentan, wenn es bestellst, kommt es so zwischen 13. und 16. September, je nachdem, was ist. Poster kommen meistens ein bisschen schneller, weil die natürlich einfacher zum Bedrucken und zum Verarbeiten sind. Aber Textil und andere Geschichten dauern vielleicht ein bisschen länger. Haben wir nicht mehr so unendlich viel. Das sind noch 8 Tage. 8 Tage lang oder eine gute Woche lang ungefähr kann man noch einigermaßen bestellen, dass das vor Weihnachten kommt. Und darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir uns Männer so schauen heute, September, habe ich gerade September gesagt? Habe ich gerade September anstatt Dezember gesagt? Ich meine natürlich im Dezember. Ja, ich bin auf dem absoluten mentalen Brainrot-Endspurt bis Freitag. Am Freitag, wenn PoE geht, schalte ich mein seriöses Hirn aus, das sowieso nicht mehr kann, ich sag's, es ist. Weil ich, halt, stopp, gehen wir gleich dazu, weil ich bloß noch auf Anschlag laufe. Und das seit 3 oder 4 Monaten. Mir gelangt jetzt. Ich werde die ganze, ab Freitag gut für mich, gut, muss ich zwar halb noch was tun, aber in jeder freien Minute sitze ich nicht vor Enex oder sonst irgendeinem Scheiß oder irgendwas anderes, sondern es wird nur gesagt. So richtig, schalt Festplatten aus, Alter, jetzt nur noch rein ins Viech. Und das werde ich so lange da, solange es mir bespaßt. Schauen wir mal. Lieferzeit 8 Monate.
Herr Meier, Gregor waren die Kickers und Tsubasa waren die Superkickers. Hab mir einen Pulliumkissen gekauft. Herr Meier, das ist sauber 2 und dann noch Mitglied worden und noch 6 Euro reingeschissen. Was soll ich da dazu sagen, Alter? Kuss auf die Nuss, vielen Dank, Alter. Jetzt nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Dankeschön. Stefan, mir ist wieder ein Zwiegel. Leider gibt es immer noch nicht die Pasta. Das ist wirklich bitter. Das merke ich übrigens auch. Das Doppel-XL-Fight. Ich merke das. Ich meine, ich sehe ja, was die letzten 5 Jahre so bestellt worden ist und was jetzt so bestellt wird. Was soll das Ich merke, dass da ein paar weniger T-Shirts bestellt worden sind. Beziehungsweise Pullis. Und wenn, dann wird irgendwas anderes bestellt. Das merkt man ganz deutlich. Andere Farben und so weiter. Das tun ja manche, aber halt viele eigentlich nicht. Das ist wirklich bitter. Ich kann leider nichts dagegen tun. Satz hin noch es! Geh ich noch schnell mit der Werbung auf. Wenn du noch kein Jahresmerch hast, dann gehst du jetzt da hier auf biergeware.de, kaufst ein Jahresmerch. Der schaut super aus. Schau bei mir lieber nicht, weil der Greenscreen alles ausschneidet. Das ist nichts. Wenn es da zu farbig ist, Meister, gehst du hier. Ja, hab ich selber gezeichnet. Hab ich gezeichnet. Hat nicht der Chris gezeichnet. Hab ich gezeichnet. Wenn du das nicht glaubst, da habe ich sogar ein Video gemacht. Das keiner mehr anschaut, weil YouTube leider Gottes Geld entmonetarisiert hat. Das ist bitter. Ja? Fein halt einfach einmal so gute 10.000 Aufrufe. Ja, das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht, du hast ja keine Deppe niederbein. Das ist ja total wurscht. Ja? Ist ja klar. Ist ja klar. Haben wir alles da? Hier, klein, groß. Außer XXL. Musst du halt, nimmst du blau meliert. Das ist auch gut. Ist auch gut. Muss ich auch sagen. Haben wir jeden Scheißdreck da. Und wenn der Poster auch noch gefällt, dann kaufst du auch sichers. Ja, ist ja klar. So, haben wir es schon. Sehr gut. PS schwarz-weiß kommt gut auf grau meliert Trägertop. Schau hier. Also haben wir es jetzt doch rausgefunden. Ist doch die Adina. Oder was ist deiner Alten geschenkt? Oder deiner Mom? Oder, ja. Mach den Bums zu. Mach zu, jetzt ist Scheiß! Plus, es ist ja so geil. Mir ist es jedes Mal, mir ist es immer noch. Jetzt 7. Warum habe ich jetzt Blitz aufgemacht? Oder? Meister! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Aber in den Chat habe ich die mich, wenn er mitmacht. Hat am Sonntag fürs falsche Speck gestimmt. Ohne dass es weiß. So, jetzt weiß ich mal, du Obacht. Wo ist denn die meines Ding? Jetzt gibt's auch Ruhe, Kruzifix, wir spähen jetzt. Xavi, schönst du. Das gefällt mir. Mir gefällt's auch. Das ist schön. Das ist schön. Heute habe ich so richtig Bock auf das Spiel, was wir heute spielen. Sag ich dir, was es ist. Auf das freue ich mich schon die ganze Woche, wenn wir das am Montag rausgefunden haben. So, fuck! So hat's geheißen! Best ever! Ich bin richtig gespannt. Jetzt bei so wacht. Jetzt machen wir erst einmal die Alerts aus. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kuss auf die Nuss. Sesselsepp, bitte. Du hast aber bei mir Javi Marquez. 13. So, jetzt da dazu sagen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Menace. Was ist Menace? So hundertprozentig genau weiß ich das auch nicht, das haben wir am Montag schon erörtert, was das ist. Rundenstrategie. Aber anscheinend wahrscheinlich ziemlich komplex, denn, soweit ich weiß, meine Informationen besagen, das ist der Entwickler von Battle Brothers. Könnt ihr euch an diesen erinnern? Da wo der Sprenger mit der Axt umeinander gelaufen ist. Wo ist der eigentlich schon wieder? Wo? Sprengi, wo? Hat schon wieder irgendjemand mit deiner E-Mail-Adresse fragwürdige Seiten gedüdelt? Weiß ich nicht. Sprengi. Na, wer gerade nebenbei auf dem zweiten Monitor das Discord aufhat, Sprengi hat noch nie geschaut. Sprengi wo? Hat noch nie geschaut. Ihr wisst es was es ist. Ihr wisst, was zu tun ist. Steffi schreibt, schön, das Spiel wollte ich anschauen, Hashtag spalten. Gut, ob man da spalten kann, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja ganz klar nicht in einem... Ich hätte jetzt fast gesagt, Fantasy-Universum, ja doch, Battle Brothers ist schon ein Fantasy-Universum, da gibt es ja einen Lindwurm und Zombies und lauter so ein Scheiß. Aber es ist auch ein sehr easy to learn how to master. Falls du weißt, was ich damit sagen will. Und Menace ist ein nice Spiel. Gibt es eine Demo, kostet nichts, kann man probieren und das ist perfekt für heute, denn wir müssen heute ein Loch in der Woche stopfen. Das ist nämlich schon randvoll. Und da habe ich mir gedacht, hey, Menace kommt genau richtig. Perfection, absolute Perfection. Schauen wir uns an. Was ist denn da wieder? Hey an! Mir ist wieder ein Restart, Alter. Mir ist wieder 48 Monate. Schluss jetzt. Und da springe ich so, das gute alte Wochenloch stopfen. Der Willi hat aber einen komischen Namen. So, fangen wir einfach einmal an. Ich weiß nicht, was kann, aber ich schätze mal, dass es ultra komplex ist, weil Battle Brothers schaut auch ziemlich einfach aus. Ist es aber nicht, vor allem im Endgame. Da werden wir heute sowieso nicht hinkommen, um Gottes Willen.
Ein bisschen ein Problem ist, dass das ganze Spiel auf Englisch ist. Ich meine, komplett der englischen Sprache bin ich auch nicht mächtig, aber ich versuche einigermaßen zu umschreiben und zu erklären, was so los ist. Eine deutsche Textausgabe gibt es leider noch nicht. Das ist ja bloß eine Demo und es ist eine sehr frühe Version des Spiels. Was ist denn jetzt da wieder los? Herr Schmidt, wer ist wieder im Fünfer? Kuss auf die Nuss, ich weiß nicht, warum er da noch nicht angezeigt wird, das wird schon gleich gehen dann. New game! Menace is a challenging game with a lot of systems and mechanics that may seem unfamiliar. Was heißt denn unfamiliar? Ungewöhnlich. At first, even to fans of the genre. While we're still working on an in-game tutorial in preparation for launch next year, we recommend checking out the guides we prepared for the demo in the meantime. Okay, also sie kündigen schon an, dass es sehr komplex ist und selbst für Veteranen im Genre sehr viel unbekannte und ungewöhnliche Mechaniken hat. Das schauen wir uns einfach an, wenn wir nichts kapieren, dann kann ich selber nur auf meine Behinderung schieben. Und eine Difficulty machen wir normal, weil diese Spiele in der Regel, um Gottes Willen, weil diese Spiele in der Regel nämlich scheiße schwierig sind. Um Gottes Willen, was ist denn das alles? Jetzt tu erst einmal mit Musik. Musik muss ein bisschen leiser werden. Master Volume machen wir hier Music Volume, machen wir mal auf 60, machen wir auf 50. 50 ist gut. Ja, wird fake gelesen heute. Es ist wieder ein nerdiger Scheiß, aber das ist ein schöner Einstieg für PoE am Freitag. So, jetzt bleiben so wart. Continue. Wo sind wir da? Was ist das? Was ist. Thwart Invasion. Mission Select. Okay, was haben wir da? Mission Select, wir haben da Squads. Was das ist, currently not available. Black Market gibt's nicht, Hiring gibt's nicht und OCI gibt's nicht, was auch immer das ist. Was haben wir da? Mock Thwart Invasion. Seize GTEM Site. Difficulty 2 von, wie viel, weiß ich nicht. Was das heißt, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich irgendwelche Ressourcen. A small boarding commando took over crucial ground-to-air missile systems to secure approaching pirate landing vessels. Send out a detachment to seize and hold the site and bring the air defense back online. Okay, irgendein kleines Kommando, wie übersetzen wir ein Boarding-Kommando, keine Ahnung, ist ja vollkommen wurscht, hat da Anti-Air-Raketensysteme übernommen und die müssen wir befreien, okay? Objective, secure the target acquisition radar, secure the launcher battery. Also müssen wir Sachen befreien, mehr oder weniger. Infantry, Accessory und das kriegen wir. Plan Mission. Ist das, jetzt warte mal, kann ich da, ja. Break of Raid, das sind die einzelnen Missionen. Ich weiß ja, war das bei XCOM nicht genauso? Da bist du auch auf einem Planeten und dann ploppen da so Missionen auf und dann fährst du oder fliegst mit deinem Interkontinentalraumschifferl, fliegst du da von Mission zu Mission und das wird immer mehr und so weiter. Soweit ich mich zumindest erinnern kann. XCOM habe ich gespielt, aber nicht so lang, weil es eben, ich bin ganz ehrlich, brachial schwer ist einfach. Was für mich eines der besten Rundenstrategiespiele jemals war übrigens, das ist ein bisschen untergegangen, habe ich so das Gefühl. Also entweder habe ich mich wirklich black so vor, ich kann mir keine Titelnamen und keine Namen mehr merken von irgendwas. Da gibt es eine der bekanntesten PlayStation Third-Person-Shooter, Gears of War. Endlich bin ich mir selber auf was gekommen, ohne dass ich es aus dem Chat lesen muss. Gears of War Tactics, glaube ich, heißt es. Leck, war das gut. Ist das ein gutes Spiel gewesen. So, die Frage ist, was wir mir jetzt da tun. Was ist denn da eine einfache Mission? Gib mir halt mal eine Tutorial-Mission oder was weiß ich, was wir tun. Defeat Pirate Force. Clash and destroy 70% of the enemy forces. Das heißt, einfach draufhauen. Das hört sich doch für mich mal komplett vernünftig an. Komplett. Einfach mal, zeig mir überhaupt, was das Spiel überhaupt kann. Mission Select. Was ist denn bei Squads los? Um Gottes Willen. Okay. Was, um Gottes Willen. Wir haben 5 Dudes. Dudes und Tusnellas. Wir haben einen Darby, einen Grip, einen Drops und Ladierbla und einen Rumor. Kann man die umbenennen? Das ist immer das Remove Formation. Nein, nix Remove. Wir brauchen wir alle. Was haben wir da? Astral Assault. Haben das Klassen oder was ist das? Das schaut eher so nach Schurkenmäßig aus irgendwie. Lance Corporal, 1st Spaceborne Regiment. Was ist da noch? Skill Retention Unit. Gottes Willen, okay. Ja, ohne Tutorial ist sowas natürlich hart. Weil du erst the hard way außerfinden musst, was tut, was ist und so weiter. Was natürlich offensichtlich ist, dass das der Waffenslot ist, das ist der 2. Waffenslot, das ist der Rüstungsslot anscheinend.
Fatigues Class 2. Ja, und das kostet diese Ressourcen. Es gibt anscheinend nur eine Ressource, sehe ich das richtig? Sehe ich irgendwo meine Ressourcen? Da haben wir Authority, da haben wir Promotion Points, da haben wir Squaddies, was auch immer das alles bedeutet, das findet man dann schon noch raus. Oder Herr Weber, der ist Chef, der Herr Weber, mehr wieder entwickelt. Herr Weber, mehr wieder ein Resub. Der Ziehung gebe ich mehr für 67 Mal. Habe der auf dein 50 Nierscheim aus dem Süden. Merci. Mutants Year Zero ist also, habe ich auch kurz gespielt, das ist aber schon eine Zeit her. Weil ich glaube, das muss ich mir wieder auspackeln. Das hab ich glaube ich, damals im Epic Store abgestaubt, umsonst. So, was ist das da hier unten? High Value Targets, sind das Skills oder was ist das hier? Ja, und das erinnert sofort an Battle Brothers. Die haben auch mit einer Stufen, hat er so ein Rekrut irgendwie Stufen oder so? Schau mal, das ist Armor, das ist Genauigkeit, das ist Sichtweite, das ist Leben, das ist Disziplin, Detection, das ist wahrscheinlich so Auffassungsgabe oder Aufmerksamkeit, da das jetzt einmal übersetzen. Und Concealment. Was ist Concealment? Aber die kleinen Masken sagt mir so, das ist so wie Heimlichkeit, da das jetzt einfach mal nennen. Und das da schaut mich stark nach dem Skilltree. Und die Frage ist jetzt halt, okay, das kostet diese Promote-Punkte, das zeigt ja herum, da haben wir 80. Da stellen wir jetzt einfach mal noch gar nichts umeinander, das finden wir dann schon raus. Herr Ganrem, merci für 12 Monate. Habe dir, Birger, danke für alles, du bist der Beste und schon mal im Voraus schönen Feiertag und besinnliche Zeit, bist der Beste. Das war nicht viel, bist der Beste. Fast ein bisschen zu viel. Herr Ganrem, merci dir. Chillen Sie die Kniescheibe, bei mir braucht sich niemand bedanken. Eher andersrum. Und ja, bis zu den Feiertag haben wir noch, wenn wir uns den noch mal sehen. Quasi wie das Alien-Spiel. Ja, bloß das, ja, ich weiß, was du meinst. Das Alien-Spiel war übrigens auch grandios, aber da hat man auf Pause drücken können. Das ist, glaube ich, da nicht so. Aber ja, das ist quasi der Skill-Tree. Und der erinnert schon sehr stark an Battle Brothers. Da ist es auch so, dass du dann mit Stickerl für Stickerl einfach Sachen freischaltest und die dann entscheiden musst, was die Einheit kennen soll. Was da interessant ist, man kann das anscheinend wechseln. Kostet zwar dann was, aber man kann es wechseln. Lesen wir einfach einmal High Value Targets. Jane Darby is a rare full ace guarantee of the Pathfinder School. Her skills at identifying and taking out high priority target is virtually without parallel. Lieutenant Hayflick. Darby's, wichtig ist wahrscheinlich bloß diese Runden, Darby's attacks disable enemy special weapons for one turn. Okay. Das heißt, ihre Attacken deaktivieren an Gegner seine Spezialwaffen für eine Runde. Was Spezialwaffen sind, werden wir schon noch irgendwann herausfinden. Haben eine Infanteriewaffe, bla bla bla, Standard semiautomatische Dienstwaffe, etc. etc. Lange Range, Projektilwaffe, okay, dann gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Waffen, sowas wie Laserkanonen vielleicht oder was auch immer. Und es ist genau. 2 shots fired from the carbine. Decent over all distances, but poor damage and armor penetration. Also es hat keine Rüstungsdurchdringung und hat nicht recht viel Schaden, dafür ist es halt ziemlich genau. Unsere Waffen haben also typische Stats mit Range, Hitpoint Damage, Armor Penetration, Suppression. Suppression ist wahrscheinlich so, als wie wenn du einen Schalldämpfer von auf wie tust, dann ist die Waffe super suppressed und leiser wahrscheinlich. Vielleicht eine Lautstärke oder irgend sowas. Elements Hit 1, Rate of Fire 2. Wie Rate of Fire sich auswirkt, werden wir außerfinden. Unten ist ein schöner Graph. Das ist wahrscheinlich die Entfernung unten zwischen 1 und 15 Meter vielleicht oder Kastel dann im Spiel. Und dann haben wir die Genauigkeit, die wird her bis 4 und nimmt dann wieder ab bis 6, 7, 8. Das heißt, alles über 8 schießen ist Schwachsinn und das Rote ist der Hitpoint Damage. Je netter dass man droh ist, desto mehr Schaden macht. Ja, das macht Sinn. Unterdrückung, ja, jetzt auch als Unterdrückung. Nein, Moment einmal. Ja, der habt schon recht, Suppression heißt direkt übersetzt Unterdrückung, das ist richtig. Vielleicht gibt es sowas wie Suppression Fire. Also Unterdrückungsfeuer. Vielleicht meine ich da gar nicht Lautstärke, was ich gemeint habe vielleicht, sondern eher Suppression Fire einfach. Wenn du mit einem fetten MG irgendwo reinschießt, dann müssen halt die Leute in Deckung gehen, sowas wie Sperrfeuer. Ja, gut. Müssen wir so schauen. Findet man dann im Spielverlauf heraus. Schauen wir da mal Armor, dann wie wir das aushält, haben die Dinger Zustände. Weiß man nicht. Und Infantry Accessory Slots.
Was ist ein Accessory-Slot? Wahrscheinlich das da hier unten. Und das wollte ich gerade sagen, das schaut sehr danach aus, als wären das so Utility-Slots, wo man Granaten, Raketenwerfer, Mörser vielleicht sogar. Na, Magazine-Pouches. Das sind wahrscheinlich Magazintaschen. Was haben wir da? Falcon Recon Skybot. Launcher Falcon Drone onto the battlefield. It can be moved around with a separate skill. Dann startest du eine kleine Drohne, die du umeinander fliegen lassen kannst. Order the Falcon Recon Skybot to a new position within the drone operator's range. Da hast du eine kleine Drohne, die umeinander fliegt. Und so weiter. Da nehmen wir einmal noch nichts mit, lassen wir das Setup einfach mal, wie es ist. Es ist am Anfang wahrscheinlich überwältigend genug. So, das erste, was mir jetzt da mir auffällt, ist, das sind ja alles unterschiedliche Klassen. Sys Unseen, Lance Corporal. Das wird Stufen wahrscheinlich sein, sind die alles Lance Corporals, ja. Vielleicht ist das sowas wie Level, wo man aufsteigen kann. First Spaceborne Regiment, The Forgiven, was auch immer das bedeutet, Skill Retention Unit, da kann man, oh. Okay. Da kann man sogar Fahrzeuge zuweisen. Kostet aber ziemlich viel. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo meine Ressourcen stehen, die ich zur Verfügung habe, wo ich da vielleicht was hinzufügen kann. Aber das werden wir auch noch herausfinden. Das Witzige ist, wenn es Deutsch wäre, hätte man es auch erst rausfinden müssen. Also es ist schon, nein, diese Spiele haben meistens sehr komplex und da ist einfach sehr viel Zahlengewurstel. Und das merke ich selber in Annex, wie schwierig das ist, selbsterklärend da zum Stehen. Vor allem für Leute, die sich in die Spiele noch nie gespielt haben, die müssen da davor sitzen und sich denken, hä? Ja, it is what it is. Wir nehmen alle mit auf die Mission, wir machen einfach mal eine Mission und schauen, was passiert. Das darf ich jetzt hier mal vorschlagen. Dann nehmen wir uns die erste da oben, da heißt einfach 70% von den Gegnern zusammenballern, das kriegen wir hin. Sehr erschlagend, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Sowas ist immer schwierig, aber seine Spiele haben einfach, wenn du das einmal rausgefuchst hast, die haben so geil und seine Spiele können so viele Stunden fressen wie nichts anderes. Einfach eine danken, ja. Zuerst Chef, besser später als nie. Herr Termin, ich möchte auch hoffen. So, Mission Select. Wie startet da Mission? Hier Start, Infantry, Accessory, Rewards, bla bla bla. Wo Start-Button wo? Oder kann ich den nicht starten? Das ist vielleicht richtig. Bin ich schon wieder blind oder muss ich im Squad starten? Hiring gibt's da nicht? Bin ich behindert? Oder muss ich was machen? Weil das da hier unten blinkt. Ich weiß es ja auch nicht. Schauen wir mal. Ach, da stehen dann meine Ressourcen übrigens offensichtlich, die Recruitment Points. Jetzt kommt's aber, ich mag keinen promoten, bevor ich überhaupt anfange. Ist zwar kein Steinschlag, aber K-Glas hilft trotzdem. Jetzt hör mal. Was ist denn das hier unten eigentlich? Da werden wir wahrscheinlich erst hinkommen, wenn wir diese Missionen da geschafft haben, hä? Bin ich blind? Wir starten eine Mission! Bist du besoffen? Hallo? Hallo? Mission starten wo? Sagt sie irgendwas? Hab ich was vergessen? Kann ich die noch nicht machen aus irgendeinem Grund? Plan Mission? Bin ich blind? Remove from Mission? Oder stimmt eigentlich, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist das vielleicht die erste Mission? Ah! Es geht von unten nach oben. Oh mein Bürger. Gut, dann müssen wir uns das anschauen. Das heißt, Secure Repair Depot und Seize GTAM Site. Schauen wir uns mal das an. Prevent hostile units from entering the target zone for 8 rounds. If too many hostile units are inside for too long, the mission will fail. Das heißt, da will jemand, wieso hat das Difficulty 3, lass mich in Ruhe. Was haben wir da? Secure the Target, Acquisition Radar, Secure the Launcher Battery. Ja, das ist die Mission, die wir vorher gelesen haben, und dann haben wir einfach da Plan Mission. So, wo sehe ich jetzt optisch, was ich zugreifen kann und was nicht? Wahrscheinlich, wo da der Name daneben steht. Naja gut, werden wir schon herausfinden. Planning the Mission, um Gottes Willen. Okay. Einfach bei solchen Sachen sage ich immer, weißt du was, blendet einmal die rechte Seite haben wir uns schon ein bisschen angeschaut, da kennen wir uns schon so ein bisschen aus und so. Die blenden wir jetzt einfach mal aus, wir konzentrieren uns nur auf die Karten. Was zum Fick ist das? Was ist das da unten? Weil da muss ich ein bisschen auf Zeichen gehen, warte mal da. Das schaut so ein bisschen aus nach denen der Forgiven, Cody Greifinger, Lance Corporal. Kann ich die...
Also man hat da eine sehr flexible Map, wo man sich positionieren kann. So wie mir das anschaut, da ist die Deployment Zone, da kann ich mich abwerfen lassen. Start Mission, was haben wir da so? Die Symbole schauen noch ein bisschen sehr unfertig aus. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Wir haben da einen Capture, wir haben da einen Capture. Das bedeutet, Secure the Target Acquisition Radar. Dann ist das entweder das Radar oder das und Secure the Launcher Battery. Also müssen wir uns um 2 Sachen kümmern. Was das da hinten alles ist, das weiß ich nicht. Was ist denn das wieder? Unknown Allegiance, Unknown Entity. Ah, das sind die Gegner-Spawns. Was ist das da? Pirates. Oh, da ist ein Fahrzeug. Pirates Mounted, da ist ein Fahrzeug. Und das da ist Unknown Allegiance, Unknown Entity. Also da wissen wir nicht, was kommt. Und da kommen Piraten. Und da auch nochmal Piraten und da auch nochmal Piraten. Da kommen wir ziemlich viel. Was ist denn das also? Allegiance. Was ist Allegiance? Allegiance oder Allegiance? Heißt Treue. Unbekannte Treue. Unbekannte Entität. Verwirrt mich maximal, aber das werden wir einfach sehen dann, wenn es soweit ist. So, wir haben 5 Dudes. Eine ist im Arsch anscheinend. Die ist verletzt. Was schon wieder ziemlich cool gemacht ist, finde ich, dass das alles handgezeichnet ist. Bin ich mir ziemlich sicher, das war es in Battle Brothers auch. Und dass da dann so Elemente überstehen bei ihrem schaut das Aquarium aus und so. Sowas finde ich immer cool. Das ist ja keine Ahnung warum, aber gefällt mir. Gefällt mir. Wenn man noch sicher eine Designsachen in so eine komplexe Menüs reinbringt, dass man noch irgendwas kapiert, was eigentlich los ist. Tja, wie der wir jetzt da am Gescheitern? So wie mir das anschaut, müssen wir uns aufteilen. Da ich hinten und vorne keinen Plan habe, was die Leute alles kennen, stellen wir jetzt einmal da 2 her und ins größere Ziel stellen wir 3 um. Da kann man nichts einstellen, da ist wahrscheinlich ein Gebäude. Und dann rennen wir da mehr auf und da mehr auf. Und dann werden wir schon sehen, was passiert. So, klicken wir die Leute mal durch. Haben die alle dasselbe Karabinergewehr dabei? Ja. Und ja. Dann der Riesung. Stimmt, unbekannt zu wem sie halten. Ja, das ist jetzt schon ein paar viele Ecken gedacht bei den Dingen da herum. Es könnten einfach neutrale Einheiten sein, vielleicht gibt es ja auch sowas. Die jetzt nicht straight gegen uns sind, sondern halt nur die Piraten gegen uns sind und die kämpfen vielleicht auch noch irgendwie mit. Allegiance kann ein Bündnis heißen. Da war jetzt Deutschland schon, aber manchmal haben da wirklich Wörter drin, die habe ich schon einmal gehört, aber ich kann nicht einmal eine Bedeutung herleiten, weil ich nicht weiß, was man sagen will. Aber gut, Unequipped Squad. Wahrscheinlich ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sich einmal kurz einmal drüber schaut, was die alles kennen. So, Darby's attacks disable enemy special weapons. Das haben wir schon gehabt. Und er hat Pike never flees. Okay, es gibt Fliehen. His squad is set to neutral moral instead of wavering. And wavering instead of fleeing. Es hat es in Battle Brothers schon gegeben, die Moral, dass wenn neben dir Leute sterben und so weiter, also die eigene oder du verletzt wirst, dann sinkt deine Moral und irgendwann laufst du einfach davor. Scheint mir so der Kommandant zu sein oder so. Was haben wir da? Minus 10% Supply Costs for her Squad and Equipment. Sie will wir dabei haben. Das heißt, wenn wir wieder andere Waffen hernehmen und so einen Spaß, sehe ich da irgendwo, wie viele Ressourcen das ich habe. Ich bin einfach blind wie ein Affenmann. Wie viel habe ich denn von diesen, nennen wir es einfach einmal jetzt, Rohstoffen? Ich bin offensichtlich wirklich schon wieder komplett blind. Ich sehe es aber auch nirgends. Ist wurscht. Klickt mal durch und schauen wir, was die so kennen. Was haben wir da? Um Gottes Willen. Plus 20% Defense when adjacent to attacking enemy. Was heißt denn da adjacent? Ich kann es nicht direkt übersetzen, aber ich glaube, wenn man fällt, dann fällt wahrscheinlich zum Enemy steht. Hä? Oder vielleicht geradeaus gegenüber. The bonus losses 5% with each tile of separation. 20% Bonus, wenn direkt draw. 15% Defense, wenn man 2 Teils weg ist, 10, wenn man 3 weg ist, 5%, wenn man 4 Teils weg ist. Angrenzendes Feld. Ja, dann habe ich schon richtig verstanden. Passt schon. Und dann haben wir noch M da. 30% Discount to Promotions. Kriegt das nur das gilt aber dann nur für M. Das schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Jetzt passen wir auf, wenn wir das dann nehmen und dann kostet das nämlich plus 14 zum Promoten. Und nimmer 20 wie bei alle anderen. Ja, erinnert mich auch schwer an Battle Brothers, da wo es dann was bringt, wenn du ganz am Anfang, da hat es glaube ich einen Skill gegeben, dass du grundlegend mehr XP kriegst und so eine Geschichten. Und das rendiert sich, wenn du das dann ausrechnest, nur wenn du das unter Level 5 machst und lauter so einen Schmarrn und ja.
Es ist absolutes Min-Maxen, da sind wir noch lange nicht. Ich darf jetzt einfach sagen, jetzt drücken wir mal auf Starten, schauen wir, was passiert. Das Symbol mit den 3 Kisten ist das Gewicht. Rechts unten siehst du, wie viel er tragen kann. Ach so. Das ist... Ach so. Dann sind das meine Ressourcen, die ich mir da spulen kann wahrscheinlich. Sowas wie XP, die man halt in Spulrunden, hab's abgeschlossen, kriegt dann diese Ressourcen fürs Promoten, sowas wie Skillpunkte. Und das da unten ist ein Loadout. Das heißt, mir kostet das gar nichts, wenn ich jetzt da hergehe. Da ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel rot. Ach, natürlich, okay. Okay. Ja, jetzt passen wir, kannst nicht erwarten. Der Salim kannst schon wieder nicht erwarten, aber Preparation is everything. Das ist cool gemacht. Das heißt, das ist ein Load. Eine Ladung. Das heißt, ich muss die Waffen nicht kaufen, ich kann aber halt auf meine Leute nur so viel Zeug verteilen, bis wir voll sind. Wir haben dann da noch so ein bisschen einen roten Balken. Wenn wir da reinkommen, kriegen wir wahrscheinlich irgendwelche Debuffs und so eine Geschichten. Aber wir können da theoretisch einbackeln, was wir wollen. Was ich jetzt trotzdem mal tue, einfach, dass wir wahrscheinlich komplett auf die Fresse kriegen, weil wir nichts dabei haben. Ich drücke jetzt trotzdem einfach mal auf Start mischen und schau, was passiert. Kann der auch 2 Waffen tragen? Ich denke schon, ja. Da, hier, MG rein. Peng, 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 Motherfucker. Aber tu das mal aus, unequip. Einfach einmal Start drücken, schauen, was passiert. Einfach einmal das Spur schauen und die... das mit Stimme abgehauen. Glaubst du das nicht? Muss ich neu düdeln. Haha, gar nichts drin. You are using less than 70% of the available supplies. Do you really want to start the mission? Ich glaube, es wird doof. Ja, das wird doof. Hey, wenn einzelne Personen sterben, das zählt nicht als doof separat. Die Mission verloren geht als doof. Ja? Weil sonst haben wir sofort wieder bei 600. Einfach mal rein. Scheiß der Hund drauf. I'd rather be working alone, but the incentives were too good. Wieso stehen denn da jetzt 5? Major? Orders, sir. Yeah. Keep it Haben wir an mir eye nicht... out. Jetzt muss ich ganz langsam. Haben wir mir... Ah ja. Macht Sinn. Ach, das sind Squads. Das sind nicht einzelne Personen, das sind Squads. Dann haut er ein Weißbier in den Checker. Genau. Zudreht, Stopsel zu. So, eins nach dem anderen. Erst einmal durchschauen, was da überhaupt los ist. Entschuldigung. Sand. Dry and loose sand, barren of any life. Da herum haben wir einen Timer. Ich glaube, dass der uns wurscht ist. Fürs erste Mal. Da haben unsere Squads. Das sind ja offensichtlich keine einzelnen Personen, sondern ganze Squads. Was ist das da? Marines. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Rundengeschichte. Wer ist droh? Ich bin jetzt gerade droh. Und danach haben dann die Piraten droh. Wir sehen aber. Ah ja, das müssen wir capturen. Und was haben wir da? Minigun Strafing. Projectiles, unterdrückend, hohe Feuerrate, kosten 0 Action Points to use. Nicht wieder dazwischen labern. Kim, Squad Schnauze, halt niemals nachdenken. Is limited to 1 uses. No free line of fire required, ignores cover. Haben wir Unguided Missile Strike. Das ist Anti-Structure, Area of Effect, das macht Flächenschaden, es ist ungenau und Scatter. Was heißt ein Scatter? Wie da denn dieses Teil zleckt? Das ist Splitter, Granaten, Raketen oder so. Das schaut mir nach Special Sachen an. Gut. Dann, links unten haben wir unsere, und wie wir gerade, das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm, gell? Muss ich mich auf der anderen Seite noch wieder, dass das da anständig sagt. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das ausnahmsweise wieder mal nötig ist. Bei dem Jahrwach, da haben wir jetzt einen Filter. Haben wir mir Spiegeln. Spiegeln. Können Sie das mal spiegeln? Kann ich da so spiegeln? Wie tut man spiegeln? Wo ist denn Spiegeln? Transformieren. So. Yeah. Und was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, ist der. Ich komm gleich wieder hier! Ja, das war 2019 schon immer lustig, sag ich jetzt. Ja, da ist es doch noch lustig. So. Secure the Target Acquisition Radar 0 von 6. Was bedeutet 0 von 6?
Ich bin mit 6, nein, mit 5 Leuten bin ich da. Riese merkt man es wahrscheinlich. Steffi muss sagen, ja gut, passt. Bin schon wieder Start. Yeah? Nun gut, dann kommandieren wir unsere Leute da einmal umeinander. Was haben wir da hier unten? Was ist das da? Deploy, order the squad to keep low. Get into a defensible formation and deploy any heavy weaponry. While the squad is deployed like this, it cannot move. Oh, das ist sowas wie einbunkern und es kostet 20 Action-Punkte. Wo haben unsere Action-Punkte? Wie viele Action-Punkte? Ah ja, da hier unten, da haben wir AP, 100 Action-Punkte haben wir. Man merkt schon bei Battle Brothers, wann diese Zahlen alle viel kleiner. Da hast du einmal gehen können, dann vielleicht noch zuhauen und mit ganz viel Glück nochmal ein Stück weggehen. Das haben sie da sehr viel weiter wie soll ich sagen, die Zahlen-Ranges kommen mir sehr viel weiter vor, was natürlich sehr viel mehr Min-Maxing erlaubt. Herr Bonsai, merci für 48 Monate. Habt einen schönen Stream, Grüße aus NRW, Grüße zurück, Kuss auf die Nuss, merci dir. So, was wir jetzt erst einmal tun, wir sprinten jetzt erst einmal in Richtung da rauf. Das ist einmal meine Idee, wie auch immer wir das tun. Was haben wir da? Da Schießen kostet 40, Turn End, da haben Waffen und so weiter. Flight's waiting. So, und wenn ich das jetzt... Na, da wird eine Deckung angezeigt, so wie ich das sehe. Da kommt es dann drauf an, ob die schräg einer schießen, gerade einer schießen und so, wir werden sehen. So, Move kostet 90. 72, das kostet Action-Punkte wahrscheinlich, also das Bewegen, wir bewegen uns einfach mal gerade aus 4. Und wenn ich nochmal drücke, deren sie es dann gleich, oder? Ja, genau, gut, passt schon. Einfach mal 4, mal schauen, was passiert, mal schauen, was der Gegner da so auszieht. Ah ja, Alter, das geht so weit, verstehe ich, dass jetzt die zwei, vielleicht auch bloß der eine außen hat nur halbe Deckung, sie haben Fulldeckung und sie haben wieder nur halbe Deckung. Das ist detaillierte Scheiße. Mit denen stellen wir uns einfach einmal mitten daher. Sir. Warum? Ja, hier Vollsprint, rein damit. Gibt es sowas wie Sprinten? Vielleicht gibt es sowas wie eine Fähigkeit, dann ist man vielleicht ein bisschen schneller. Mal gucken. Vielleicht hätten wir auf. Major. Ready, Major? So, da gehen wir direkt. Ja, den wir uns ein bisschen verstrahlen. Ja, weiß ich nicht, das ist. Da Granaten einschlägt, dann fahren wir alle hin. So, Let's do this. Schalt mich halt nicht alle automatisch irgendwo hin! Wieso kann ich die jetzt nicht mehr anschauen? Jetzt hör halt auf, meine Kamera da nochmal anzustellen. Was werden das? Das sind wahrscheinlich Hitpoints des Squads. Was ist denn das Blaue? Oh, jetzt können wir uns aber da auch noch anschauen. Das ändert sich auf alle Fälle nicht, wenn wir mir laufen. Was ist denn das blaue Ding hier? Das ist gesagt Action Points, aber die haben... Was ist das drüber? Naja, werden wir schon herausfinden. So, da können wir uns nicht verteilen. Vollsprint. Steffi schreibt. Übrigens, wenn man im 10-Fingersystem Nein schreiben will und mit der rechten Hand eine Taste nach rechts rutscht, kommt das Wort Miom raus. Jetzt weiß ich, wie man das Cam-Verschiebgeräusch schreibt. Das probiere ich aus. 10-Fingersystem. Und mit der rechten Hand möchte ich Nein schreiben und ich rutsche eins nach rechts. Kommt da nicht mehr oben raus? Was Tolles. Wo bin ich stehen geblieben? Steffi, bring mich heute nicht raus! Ich käme wieder nicht aus. Da, ich glaube, dass die Piraten haben schon was da, oder? Das ist unser zweiter Zug. Und recht viel mehr wir reinsprinten können wir nicht. Aber ein bisschen in Richtung Deckung vielleicht. Und dann spreaden wir mit dem da so ein bisschen da um, dass wir da vielleicht eine Deckung kriegen und vielleicht da ein bisschen was abfangen können, das da rein will und mit den anderen sitzen wir uns da rein. Das ist jetzt mal meine Idee. So, einfach mal reingeschissen in den Haufen. Yeah. So, mit einer hätten wir das eigentlich da sollen, gell? Ja, ist heftig. Ja. Kriegen wir schon. Muss ich mir das jetzt mal anschauen oder kann man das beschleunigen? Sir. Wieso rutscht das automatisch da um? Das nervt mich schon wieder zu Tode. Wie Ready, schon wieder, Major. da wird ich schon wieder lästig. So, jetzt gehen wir da um. Sir. Und da machen wir auch den Sprint nach vorn. Orders? Recht viel mehr können wir nicht da. Eyes and ears. Mehr der wir, wenn wir die Spielmechaniken ausdüftelt haben. Ich seh da. Ich sehe hier Sandsäcke. So, was nennt eigentlich die Piraten? Soweit sehen wir nicht, gell? So, haben wir schon Toten. Wir können noch nicht eintreten, aber wir haben zumindest schon einmal Toten. Vollsprint hierhin. Yeah. So, das ist gut, dass das unterbrochen wird. Jetzt sehen wir gleich die 4 ziehen. Weißt du was, da gehen wir ein bisschen hinten rum. Und die Ja. lassen wir mal da so Open Field als Springer links und rechts eintüdeln.
Vielleicht wenn da was kommt oder da was kommt, die behalten wir mal da auf Position. Und jetzt schauen wir uns das an. Da müssen wir eigentlich schon, wieso kann ich, habe ich die schon? Habe ich die schon bewegt? Ich denke schon, oder? Jetzt ist dieses Symbol da hier unten oben nicht mehr ganz farbig. Was bedeutet das? Dass wir nur irgendwo Actionpunkte frei hätten? Bei denen hätten wir nur Actionpunkte frei, aber sonst nirgends. Ich denke, das ist das soweit gewesen. Jetzt probieren wir schnell was. Ah ja. Naja, das werden wir noch, wenn der Gegner da ist. F and the turn. Sir. Und dann werden wir es Chance finden. Also wir kommen da gar nicht rein. Durch den Zaun kommt man als Infanterie anscheinend nicht. Ist da rechts ein Zaun? Nö. Na gut, dann stellen wir uns mit denen, gehen wir vorn rundum. Up for. Oh! Gegners! Oh shit, Alter, die haben Fahrzeuge dabei. Ja, das ist wahrscheinlich schlecht für uns, weil wir wieder einen Raketenwerfer oder irgendwas haben. Wolfric! Die Frage ist eher, kann man die Squads umbenennen? Habe ich vorher schon geschaut, ich glaube leider nicht. Ich glaube leider nicht. Schauen wir noch, wenn wir die Runden verloren haben. So, wir moven jetzt da noch ein Stück weiter. Auf alle Fälle in die Deckung hinein. Weil sonst haben wir nämlich gar keine. Eyes open. Oh, wir haben auf uns geschossen. Wieso, Moment einmal. Moment einmal. Kann ich nicht schießen die... Ja, das ist in XCOM auch so, gell? Wenn du ins Sichtfeld von den Gegnern laufst und die haben eigentlich gar nicht droht, dann können sie schießen. Das heißt aber auch, dass wir uns mit denen da ganz genau also irgendwo hinpflanzen müssen. Und wenn wir da jetzt zu lang brauchen, da kommen 2 Fahrzeuge, dann haben wir ein Problem. Wie kommen wir jetzt da? Ich mag nicht Open Field umeinander stehen, weil wenn die da einer fahren, dann rasieren sie mich einfach weg. Gehen wir mal hinten rundum. Mehr können wir da jetzt gerade leider nicht machen. Gehen wir sowieso genau nicht. Was ist denn jetzt? Enemy hardware! Enemy Hardware! So. Kill me if you dare. Kill me if you dare. Movement. So, da kommen wir auch wieder nirgendwo in eine Deckung rein, aber mit einer kommen wir in eine Deckung rein. Das ist wahrscheinlich keine so richtig starke Deckung. Schauen wir mal, gib mir mal. Wieso wird mir da jetzt wieder keine Deckung nicht angezeigt? Da müsste ich doch eigentlich Full Cover. Ach, ich komme da. Das ist ein Haus, da kann ich mich einsitzen. Das hört sich doch einmal gar nicht so schlecht an. Ja, rein mit dir. Rein mit dir. Was mir jetzt beobachtet? Wir haben noch 70 Actionpunkte. Die Frage ist jetzt, das sehen wir nicht hin. Kann man irgendwie Deckungsfeuer deployen? Veteranen des Genres wissen vielleicht, was ich damit sagen will. Und zwar, dass ich jetzt zum Beispiel so einen Sichtkegel da hin platzieren kann. Und sobald sich der Gegner da hinein bewegt, dann schießen meine Leute, obwohl ich gar nicht dran bin. Hör auf, bevor ich Hardware. Das Spiel sieht so aus mit der Karte zum Aufdecken, Command & Conquer. Ja, also es ist ja klar, es ist ein Strategiespiel. Aber dass die alle so ein bisschen gleich ausschauen, von dieser Top-Down-Perspektive und so, das ist eh klar. So, aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, es wird ja nirgends erklärt, fangen die dann von selber zum Schießen an, so wie es die Piraten jetzt da links da haben, wenn die da Vierer gängen? Oder wie läuft das? Warum kann ich doch nicht deployen? Ja, come on, let's go, keep going. Du kannst mir jetzt mal am Arsch lecken. Kann ich da nicht? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich da nicht diese Befestigung machen? Weil wir wahrscheinlich keine Befestigungswaffen dabei haben, sowas wie MG oder keine Ahnung was zum Einbunkern. Na gut. So, dann haben wir noch... Na, wir canceln die das. Ich mag mit denen nichts mehr da. Hallo? Moment einmal, sind die einzeln dran? Oder hat der Rest einfach keine Action Points mehr? Wieso kann ich die dann gar nicht mehr anklicken? Mach mich nicht schon wieder fertig. Ich hab doch in der Runde... Ja, wenn ich sonst nicht mehr da kann, dann kann ich mir Pfotzen und Tische geiern. Dann müssen wir es bleiben lassen. Probieren wir es einfach mal. Taking fire! Losing man! Okay. Was ist jetzt passiert? Da vorne steht natürlich der Gegner und der ballert uns nicht in Deckung leid ab und dann jetzt natürlich auch ein paar gestorben. Schauen wir uns das Blutbad einmal ein bisschen genau an. Finde ich cool, dass es so detailliert ist. Sogar die Waffen schauen aus, wie du es equipped hast und so. Aber einer von 5 ist jetzt leider Gottes umgefallen. Dann schaut mich das da um. Der Balken da, der kleine Gelbe, schaut mich so, als wäre das Suppression.
Das bedeutet, wir haben eine vollkommen ohne Deckung und er ballert mit seinem MG da rein. Und wir haben halt unterdrückt. Wir können wahrscheinlich nicht moven. Was ist das da? Wir können graben, aber nicht recht weit. Warum können wir nicht schießen? Weil wir keine Actionpunkte nicht haben. Yeah. So, jetzt ist die Frage, können wir da mal zurückschießen? Wahrscheinlich mit unseren Pimmelwaffen nicht. Können wir nicht hinschießen, dann müssen wir aus der Deckung gehen. Das ist jetzt natürlich blöd. Das heißt, mit einer grabet man weg. Wir grabet man mal da aus der Range von den Typen. Weil es nicht hilft. Es hilft nicht. Ah, da sieht man einen roten Rand. Da sechst wir weiter schießen können und da fahren wir jetzt raus. Damit der ein wenig weiter führen muss, damit wir mit dem Rest drauf schießen können. Ja, und hinter der Deckung, schau hin, passiert schon sehr viel weniger. Yeah. Und da passiert schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Ich check nicht ganz, wer wann dran ist. Um ehrlich, die schießen alle noch auf mich da. Wird das jetzt zum... Sir, So, jetzt schießen wir mal auf Leute. Jetzt schießen wir mal auf die ohne Deckung da. Das der wir jetzt. So, mittlere Accuracy. Jetzt warte mal, das muss ich jetzt beobachten. Schießen die da weiter? Ist das bloß optisch? Ach so, das ist cool. Das tut XCOM nicht. Also sie treffen nix. Aber sie schießen nicht optisch fürs Feeling weiter auf meine Leute. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. So, Full Armor Penetration. Pur eine arme Unterdrückung. Da brauchen wir jetzt ein MG, so wie es er auf dem Dings oben hat. Das hätte man mitnehmen sollen, natürlich. Also die Runden, wenn wir gnadenlos untergeben, sollen wir mit die Fahrzeuge kaputt machen. Wenn man keine Granaten, keine Raketenwerfer, kann gar nichts. Ich kann mit der Raketen drauf schießen, ja. Aber jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir schießen. Es kostet uns 40 Action Points und 60 Hammer. Das heißt, wir können da mal... let's keep it going. While the squad is deployed like this, it cannot move. Ich glaube, dass ich da auch nirgendwo mehr hin move. Ich sag das, wie es ist. Also machen wir das einmal da so. Das geht nicht. Warum nicht? Und dann schießen wir auf die da oben und schauen, was passiert. Pause! Nicht viel ist passiert. Aber wir haben da sauber eingehen, so in Deckung hinten, durch das Deploy. Und ich glaube, wir können nochmal schießen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben 40 Actionpunkte. Und natürlich schießen wir da nochmal auf, das ist ja klar. Focus Fire! Und jetzt sind sie auch so... Yeah. Schießen zurück, die Hammen. Und das müssen wir uns nochmal genau anschauen, damit ich weiß, was da passiert. Also. Wieso ist jetzt die Suppression wieder runter? Wer ist denn da wann dran? Ich kapiere überhaupt nicht, wer da wann dran ist. Ich sehe gar keine Reihenfolge, wann der Gegner dran ist, wann ich dran bin. Wir schießen da schon ein bisschen weiter. Also es ist schon sehr viel dynamischer als das in Battle Brothers war es ja auch so. Zum Beispiel, du hast oben eine ewig lange Zeitleisten gehabt, wer wann dran ist und wer als nächstes kommt. Das sehe ich gerade nicht, wer von denen Gegner sich als nächstes bewegt. Ich habe keine Ahnung bis jetzt. Aber gut, es ist, was es ist. Also Holen wir mal unseren zweiten Squad zur Verstärkung. Können wir von da... Kannst du mal von da hinschießen können? Nicht, das ist ein bisschen zu weit weg und da haben wir wieder außer Deckung. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal da her. Kosten sehr fast das ganze Movement. Dass wir vielleicht da ums Kamera... das ist nice. Das ist nice. Da kann man einen vertikalen Winkel kann ich nicht passen, aber ich kann mich natürlich drehen. Dann schaut das gleich schon ein bisschen viel besser aus. Und da sollte man einigermaßen in Deckung sein, das passt. Die Frage ist jetzt, was wir mit denen tun. Wir haben uns wieder ein bisschen von der Suppression erholt, von der Unterdrückung, und ich glaube, das ist genau der Balken da oben. Das erste Drittel, da feit noch nicht viel, da ist man nur leicht unter Druck gesetzt. Das mittlere ist, du bist halbert unterdrückt, dann gehst du in den Hocken, so wie wir jetzt gerade sind, und in der dritten musst du Healing und dann kannst du bloß noch graben. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, die haben jetzt auch bloß 16 Actionpunkte. Das heißt, das ist alles sehr... Nein, nein! Hoppala. Also, nein, da komme ich noch nicht so hundertprozentig klar damit. Aber ich muss dann auf F drücken und beende meine Runde für diesen Squad und nicht für mein ganzes Team. Finally. Jetzt sind sie dran. Mit denen kann ich ja wieder nichts tun. Was passiert, wenn ich da schießen will? Geht nicht. Movement, ja, ich stelle mich nicht vor das Teil mitten in die Pampa rein, der soll ich brav runterfahren, der Huhn. Da können wir nichts machen. Wir können uns ein bisschen einbunkern. Das kostet ein paar Actionpunkte, ist aber nicht schlimm. Und wenn er dann kommt, dann schießen wir mit drauf und schauen wir, ob wir überhaupt Schaden machen können an dem Fahrzeug. Wenn er überhaupt kommt. Alert! Alert! EMP!
Oh Gott, EMP. Da ein EMP, du. I'm keeping my head down. Der scheiß EMP interessiert mich genau einen Scheißdreck, wenn du, Vollidiot, damit auf meine Leute schießt. Naja, gut. So, wir sind jetzt da einbunkert. Wir könnten jetzt da aufstehen und dann da dahinter in Deckung gehen. Das ist diese Idee. Na, wir gehen wir einfach so und so in Deckung und bleiben wir unten. Was ist jetzt da? Warum können die... Ach, die können nicht moven, wenn's wie heißt's? Wenn's deployed sind. Ja gut, dann gehen wir da in Deckung. Ja, dann können wir leider nichts mehr da, aber Hauptsache wir haben einmal so ein bisschen aus dem Schneider zumindest. Schießen können wir damit nicht mehr. Also wir kommandieren hier einen Squad nach dem anderen. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht sagt, welcher Gegner-Squad als nächstes dran ist. Das muss ich mir merken. Das ist generell nicht schlimm, aber ja. Irgendwie auch schon. Vor allem, wenn es so komplex ist, wie mit das von Anfang an anschaut. So, End Turn. Dann ist jemand anders dran. Wer ist dann dran? Es war auch cool, wenn die Kamera da hinzentriert. Ja, du jetzt. Sehr gut. Weil wo ist die Raketen hingegangen? Bist du komplett besoffen. Yeah. Jetzt haben wir mir wieder. Ja, er ist nicht blöd. Er bleibt einfach da oben stehen und er wartet darauf, dass wir mir da ins Open Field reinlaufen. Das ist natürlich blöd. Ist das... Orders? Jetzt sind wieder alle Squads verfügbar. Da sehe ich wieder keine Deckung nicht. Ich möchte jetzt da gern moven. Wieso kann ich nicht moven? Den nehmen. Da, dann sehe ich erst, wo Deckung ist. Okay. Da ist an der Seite gar keine Deckung. Kann man da dazwischen durchschießen? Da ist zumindest ein bisschen eine. Da ist zumindest ein bisschen eine Deckung. Da gehen wir jetzt um. Und dann schießen wir mal einmal auf. Dann, pass auf. 60 gekostet, dass sie sitzen. Nein, wir schießen einfach so drauf. Ah, sauber flanken! Ah, sehr schön! Specialist disabled. Ah, jetzt komme ich mit. Jetzt pass auf, das ist ja unser Squad, der diese Fähigkeit hier hat. Darby's Attacks disable enemy special weapons. Ich weiß zwar noch nicht, was Special Weapons sind, aber ich schätze mal, sieht man das optisch? Ah ja. Hier, Raketenwerfer, ansonsten haben sie nur lauter normale Gewehre und zwei haben wir schon erschossen. Ich nehme mal an, dass damit der Raketenwerfer unterdrückt ist. A loose group of outlaws armed with various weapons and possibly under the influence of illegal substances. Also die sind Piraten, die haben offensichtlich möglicherweise auf Drogen. Das ist das Fenster, das ich gerade hinter mir jetzt da gerade lese. Sie haben 30 Rüstung und nur 60 HP. Specialist ist disabled. Sehr gut. Was ich sehr cool finde und eine sehr coole Idee finde, dass sie gegenseitig die ganze Zeit schießen. Dass so das Gefühl von da ist was los aufrechterhalten wird. Das tragt zwar nichts zum Gameplay selber bei, aber zur Immersion sehr wohl. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eine coole Idee. So. Jetzt sind wir mir aber mit einer dran. Wir haben geschossen, keine Actionpunkte mehr. Und ich kann mich anscheinend bei jeder Runde nacheinander entscheiden, wann ich welchen Squad wo hinschicke als erstes. Das macht natürlich das ganze System so extrem flexibel, dass es Wahnsinn ist. Ja gut, da müssen ein paar Runden oh, da werden wir wieder beschossen. Wir haben leicht suppressed. Let's give them some help. Sollen wir vielleicht... Aber währenddessen wieder rumlaufen. Da ist halt gar keine Deckung nirgends. Wir sollten nicht rumlaufen. Da hat der Panzer her und schießt mir über den Haufen. Bist du besoffen? Dann müssen wir ihn zwingen, dass er runterkommt. So. Deployen. Also aufstehen. Wir laufen mal da wieder zurück und gehen wir auch da rechts rum. Ah, das geschissene Scheißhaus-Fahrzeug da oben, das soll ich mir am Arsch lecken. Und jetzt ist er dran. Versteckt er sich wieder. Kruzifix. Situation still irgendwas. Wir haben nur 70 Actionpunkte. Das ist mir... Ich hätte jetzt aufpassen sollen, wie viel das wir kriegen pro Runden-Reset. Aber ist auch scheißegal. Wir hören da nicht auf. Wir ballern mal weiter auf diese offene Fläche, um die Moral aufrechtzuerhalten. Hier, bang, bang, Motherfucker. Na, leider nicht suppressed. Aber besser wie nichts. Haben wir wenigstens irgendjemanden erschossen. Nö. Geben wir mir sowas wie XP? Nö. Da unten steht es auch nochmal, da steht es eh nochmal so schön detailliert dort. Condition, wir haben unterdrückt. Und wahrscheinlich ist die nächste Stufe dann schwer unterdrückt. Da bist du wirklich am Boden und kannst dann gar nichts mehr tun. Da leidet dann wahrscheinlich auch Genauigkeit und was weiß ich, was alles. Bewegen kannst du sowieso nicht mehr. Wie heute nicht auch. Ah, wenn jemand mit einer MG über deinen Kopf drüber schießt, dann bist du halt ein Idiot, wenn du deinen Schädel aussteckst. End Turn. Schauen wir, was passiert. Ah ja, da kämen schon. Wo sind die? Wo sind's? So, ich werde aber jetzt gezwungen, dass ich mit diesem Squad etwas
tue. Kann ich da hinschießen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ich bleibe aber schön brav sauber auf dem Turm da umsitzen. Da kannst du mich du gern haben. Das sagt der ich, was ist. Aber wir müssen mal früher oder später da rein, weil wir mir diese Dinger da einnehmen müssen. Das heißt, da mag ich jetzt eigentlich gar nichts tun. Wir sparen uns die Actionpunkte. Ich kann nichts tun. Ich bleib da in dem Bunker drin sitzen. Außer man kann sich da vielleicht irgendwo in ein Gebäude einsitzen oder in ein Fahrzeug einsitzen. Jetzt, wenn ich so dort dann war da Move, da war auch Move, mir wird schon wieder keine Deckung nicht angezeigt, das gefällt mir gar nicht. Ah, da kann ich nicht mehr. Hat schon wer die Mio in Arc Raiders, 5 Mio? Nein. Ich hab auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Kann keine Zeit nicht. Na gut, ein Turn, schauen wir was passiert. Ja genau, und jetzt fährt er außer der Hund, der Kreisel geht. Und unterdrückt wahrscheinlich die Leute da oben. Op 4 moving. Das sind Truppentransport. War da schöne Granaten da rein? Alles klar, Ruhe! Movement. Yeah. So. Jetzt schaut die Gaudi schon ein wenig anders aus. So, da hätten wir eine gute Rüstung, Deckung, Entschuldigung. Und da haben wir natürlich nichts. Wir könnten uns aber healen. Dann könnten wir noch zweimal auf das Fahrzeug da schießen und schauen, ob wir überhaupt Schaden machen. Weil wenn nicht, dann schicken wir die Raketen auf den Kopf. So. Ducken. Schießen. Schauen wir, was passiert. Da steht sogar dort, das wird der Front Armor Hit. Also wir treffen das Fahrzeug. Schau mal hier, wie dermaßen detailliert das die Fahrzeuge sind. Front Armor Hit. Also wir treffen die Rüstung vom Fahrzeug von vorn. Das Auto hat, wir haben eine exzellente Genauigkeit, wir haben keinerlei Armor Penetration und keine Suppression. Das heißt, wir machen wahrscheinlich 0 Schaden an dem Ding. Aber unten sagt man Chain Gun Truck, a light and fast truck fitted with a Chain Gun for Mobile Fire Support. Haben 90 Rüstung und 140 Leben. Und dann siehst du unten sogar noch, frontal hat das Ding 90 Rüstung und an der Seite bloß 70 und hinten sogar bloß 50. Genauso wie es mir denkt habe. Aber, das was der Salim schreibt, das wollen wir sowieso alle sehen. Da brauche ich möchte natürlich jetzt wissen, mir schießt man sowieso drauf. Sag ich, weil ich wissen möchte, was passiert. Negative contact. Also die graue Leisten hat sich bewegt. Was heißt das? Da, ich meine da drüber, also die Lebensleisten hat sich nicht bewegt, aber die graue Leisten, was sagt uns die graue Leisten? Waren wir doch vorher schon bei 90 Rüstung da rechts. Warte, da muss ich ein bisschen auf Zeichen gehen, da diesmal nicht. Da, hier 90 Rüstung da drauf. Nö. Dann schießen wir nochmal und schauen wir, ob sich was ändert. Ja, wir haben halt nichts dabei gegen Fahrzeuge. Deswegen schießen wir mit so Raketen auf den Kopf. Anti-Structure. Schauen wir mal. Oh, das hat eine Fläche, das hat es vorher nicht gehabt. Und das Ding, was kann das? Was hat das Armor Pen und so? Weiß ich nicht. Ist mir wurscht. Bombt mir den. Das war jetzt schön, wenn die anderen noch da warten, aber die haben nicht mehr da. Bomb ihm drei. Das ist aber obvious, dass wir die da reinlassen, oder? Coordinates received. Wie lange dauert das jetzt, bis das kommt? Ach, das dauert ein paar Runden, bis das kommt. Ja, das war sauber jetzt overpowered. Na gut, ja, dann wird es nicht helfen. Dann müssen wir uns wohl oder übel mit denen da irgendwas ausdenken, weil was soll man machen? Wir haben keine Actionpunkte mehr, wir haben verloren. Also wir müssen unbedingt Raketenwerfer gegen Fahrzeuge mitnehmen. Das ist absoluter Keiner. Ach, die scheiß Raketen, die dauern ewig, bis die kommt. Müssen wir gleich da in der Zone suppressen. Das hilft uns alles nichts. Oh, da können wir jetzt zweimal sauber reinballern. Was mich jetzt interessieren hat, ist, wenn ich da vorne die Typen einballert, kriegen die hinten dann mit, je nachdem, Zufall auch Schaden? Oder wenn ich auf die Hintern schieße, fangen das die vorne ab. Jetzt schießen wir mal auf die Hintern. Aber auf die kann ich gar nicht schießen, schau hin. Lick my sack. How about no? So, ich schieße jetzt da eine. Also die Vorderen haben jetzt keinen Schaden gekriegt. Schauen wir, ob die Hintern was kriegen. Ja, Wavering. Unsuppressed. Wavering und Fleeing auch noch. Senkt die Moral des ganzen Trupps. Das ist immer gut. Das habe ich gehört. Auf Hintern schießen, ja, das ist nicht so einfach. Wir haben nicht so viel Movement. Da braucht man selber ein Fahrzeug, ja, dass wir flankieren können. Genauso wie sie die Arschlöcher auf der rechten Seite da.
Der bunkert sich da hinten irgendwo ein und oh, sie haben auch wieder da, die bunkern sich auch irgendwo da hinten, weil sie mich zwingen wollen, dass ich komme. Ist ja klar. Ja klar, da ich ganz genau, also wenn ich schneller gehe, kann das 2 Meter pro Sekunde. So, Action Points sind verkackt. Also nicht verkackt, die haben eingesetzt. Ending the turn. So, jetzt sind sie wieder dran. I got the aim of a Ricarian. Orders? I got the aim of a Arcarian. Ja gut, jetzt müssen wir auf das Fahrzeug schießen, wenn wir es anders nicht down kriegen. Also, da setzen wir jetzt das Ding einmal ein, schauen wir, was passiert. Jetzt warte mal. Hä? Fire mission underway. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber gut, schießen wir aufs Fahrzeug. Wir müssen das Fahrzeug da wegkriegen, weil sonst stimmt unsere ganze rechte Seite. Schön von rechts drauf geschossen. Hat jetzt das irgendwas gebracht? Nein. Aber das scheint mir die Armor zu sein, bevor es an die Hitpoints geht. Also Gewehre machen schon auch Schaden, aber halt natürlich bei weitem nicht so wieder. Da brauchen wir irgendwas Rüstungsdurchdringendes, aber es ist schon mal besser von der Seite drauf zum Ballern als von vorn. Das haben wir auf alle Fälle schon mal herausgefunden. So, hier. Ending the turn. Wir haben da beschossen, da fährt überhaupt nichts. Da haben wir wirklich eine super Deckung. Ich verstehe auch gar nicht, warum uns der nicht umfährt, aber wahrscheinlich macht er das nicht. So, selbiges hier. Schaut, dass wir keine 80 Actionpunkte haben, aber wir schießen wir natürlich da rein. Die haben eh schon Unit is suppressed, Target is deployed. Haben die nicht am Fliehen gewesen? Weiß ich nicht. Schießen wir da noch mehr rein. Schießen wir. Wieso wird das jetzt rot? Vorher ist nicht. Wieso ist da nicht rot? Dieser. Kann nur ein Bug sein, hä? Schießen wir da. Specialist disabled. Sehr gut. Und dann war es mit denen eigentlich auch schon wieder. Aufsteht der mir von da hinten natürlich nicht. Oh, jetzt kommen sie Vierer. Hoffentlich kann ich da mit denen drauf schießen. Das war cool. Ja, eine Scheiße. Nein, nicht so. Wie viele Fahrzeuge haben die? Los mich! Ah, da können wir auch zweimal schießen. Jetzt pass auf, können wir auf die schießen. Poor Suppression. Wir müssen Side-Armor-Hit. Wir müssen unbedingt das Fahrzeug da weiterkriegen. Das ist momentan unsere größte Bedrohung. Da habe ich so das Gefühl. Ja, shit. Shit's just flying off. Ja, shit's just flying off. So, hier nochmal. Module damage. Modul-Damage. Und mehr können wir nicht machen. So. Wie ihr bewegt euch. Getting frustrated. Ja, ich bin auch frustriert. Tu dich nicht ab. Ich weiß nämlich nicht, was wir mit dir tun sollen. Die sind, wenn ich mich jetzt hier sitze, habe ich bloß noch 50 Actionpunkte. Wenn ich weglaufe, dann fährt das Fahrzeug mir nach. Es hilft einfach stumpf draufballern. Stumpf draufballern, weiß ich nicht. Vielleicht Flunzel. Die already, ja, da werden wir noch ein bisschen draufschießen müssen, weil die haben immer noch über die Halbertrüstung. Fire mission underway. Oh, Fire. Oh! Holy fuck! Okay. Rakete strong. Offensichtlich. Ja, da hätten wir uns das ganze Geballere hätten wir uns ersparen können. Ist das da noch am Leben? Kommt das noch was? Mit wem sind wir denn dran? Einfach, okay. Also die Dinger haben ultra krass. So, was ist das da? Front Armor Hit, Unit is deployed, Pirate Scavengers Truck. Pirate Scavenger Squad on a Heavy Transport Truck. Geschissen auf den Transport Truck. Long Range Projectile. Und es ist genau. Ja, das ist unser Schuss. Hat das Ding irgendwelche Waffen? Nö. Naja, gut. Dann stehen wir mit denen auf. Das sagt ich. Aufstehen. Und dann moven wir mir einmal in das Zielgebiet hinein, aber nicht direkt vorn, sondern wir holen uns rundherum ein bisschen Rüstung. Ich sage immer Rüstung, ich meine natürlich Deckung. Ah, das ist auch cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Dass der Squad dann in diese Zelle reinläuft und verteilt sich selber. Wahrscheinlich hat so eine Zelle 9 Slots. Aufteilt in 9 Slots und jeder sucht sich dann die bestmögliche Deckung. Das ist cool gemacht. Wenn das wirklich eine Auswirkung aufs reale Gameplay hat, dass die dann in die Richtung schießen und dann in richtigen Treffern und so, das ist cool. Kannst du sagen, was du willst, das ist cool gemacht. So. Ending the turn. Oh, der Piraten-Sepp möchte es ganz schön wissen, du. So, jetzt müssen wir irgendwie die da ausradieren. Der andere hat sich verpisst.
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir gehen da her. Kosten uns 78 Movement. Nein, wir gehen da oben, weil das da oben bringt uns nichts. Wir müssen jetzt da oben in die Zone rein. Rein in die Zone! Drauf geschissen, wenn sie am See schauen, schießen wir drauf. Schaut ein bisschen aus wie der Turtles, wenn stimmt. Das ist absolut richtig. So, können wir jetzt da noch irgendwie auf was schießen? Wahrscheinlich eher nicht. Darum gehen wir mal in Deckung. Können wir nicht moven, aber müssen wir wahrscheinlich sowieso nicht. Ending the turn. So, wer ist dran? Oh, jetzt kommt Gatlin. Ja, die haben wir natürlich jetzt versehen mit. Das ist eh klar. Der schießt da unter auf uns. Ich hätte vorgeschlagen. Secure the Launcher Battery. Das ist definitiv die Launcher Battery. Da steht jetzt 3 von 6. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Muss ich mit 3 Runden... Also zeigt das in die Höhe... Jede Runden, wo ich die Überzahl in dieser Zone habe. Wahrscheinlich. Ich hätte vorgeschlagen, gehen wir jetzt mal da Vierer und bewegen wir uns langsam, aber sicher weiter nach rechts zu den anderen, damit wir die da ein bisschen umzingeln können. So, was tun wir mit euch da? Könnt ihr da mal auf die Dudes schießen? Ja, können sie schon, ja. Die nehmen wir da mal da unter Beschuss, das ist ein bisschen weit weg, aber das ist scheißegal. Hauptsache, sie kriegen ein bisschen Suppression. Ah, da waren ein paar gute Hits dabei. Get me a bigger gun! Ja, in der nächsten Runde dann, wenn ich weiß, was ich tue. So grob zumindest, wenigstens. So, was machen die? Mit denen da kann ich mich immer noch nicht schleichen. Wir sind mal leicht suppressed. Das ist aber soweit nicht so schlimm. Ich hätte jetzt gesagt, wir stehen mal auf und gehen wir daher. Einfach ein Stück weiter weg und dann daher und schauen wir, ob wir von der Seite reinballern können. So, jetzt kann ich mich dazu entscheiden, dass ich einen anderen Squad wähle, der sich da einmal ein wenig aufführt. Ich möchte da aber natürlich schon... Da müssen wir erst aufstehen, ey. Jetzt gehen wir einfach einmal gnadenlos. Das gibt keine Deckung, nicht das Zeug da. Was ist wir jetzt denn? Jetzt gehen wir mal direkt ohne. Kann ich gar nicht. Kann man Sachen rückgängig machen? Nicht, gell? Nein, bleiben wir da sitzen, weil von der rechten Seite auch noch was reinfährt. Sitzen bleiben hilft nicht. Das war jetzt dumm, weil jetzt muss ich natürlich... Oh, sind wir schon bei... Oh! Das zählt anscheinend nach oben. Wenn ich 2 drin habe, zählt es pro Runde 2 nach oben. Naja, sehr gut. Dann hätte ich vorgeschlagen. Wir laufen raus, die lassen wir zurück. Dass das da noch auf 6 aufgezählt, dann ist das Objective clear. Und wir pushen von rechts rein. Ja, ihr müsst noch stehen bleiben, leider. So, ending the turn. Was der jetzt sieht da. Schleichen sie wieder, die Hosenbiesler. Dafür habe ich jetzt eine Zeit, damit ich da reinrenne. Sage ich das richtig? Ah, nicht ganz. Gehen wir da mal auf den Turm auf. Rauf auf den Turm. Und deployen können wir uns nicht. Ah ja, sehen wir ihn da hinten wieder. Kann man da drauf schießen? Nö. Ending the turn. Ich weiß nicht, warum alle ja wieder vorfahren. Ja? Naja, ich werde schon wissen. So, und jetzt gehen wir wieder daher. Schauen wir, ob wir die Typen da hinten finden. Anscheinend nicht. Halten wir mal so bei. Jetzt kommt er wieder. Jetzt wenn ich da Open Field umeinander drehen, dann haben wir wieder gefickt, aber uns wird nichts anderes übrig bleiben, was sollen wir sonst tun? On task. So, auf da damit mit dir, das passt auch. Das ist completed, das passt auch. Jetzt brauchen wir Orders. Nehmen wir natürlich auch die da hinten noch mit. Kann man Sachen plündern? Wenn jetzt ich da hergehe, Move, kann ich da einen Raketenwerfer aufklauben oder irgend sowas? Das ist in Battle Brothers ist das schon gegangen. Und manche Leute lassen da dann Sachen fallen. Nö. Oder sagt ihr irgendwas, wo man irgendwo was aufglauben kann? Anscheinend nicht. Dann gehen wir noch ein Stück weiter, Vieri. Sind das Franzosen? Ich hab keine Ahnung. Und da können wir sowieso nichts mehr tun. Schließen wir ab. So, jetzt kommt er wieder. Ganz schlecht. Ja. Was der man mit dem? Da müssen wir Vollgas draufballern, das hilft ja sowieso nicht. Sidearmer-Hit ist das. Also wir müssen Vollgas draufballern, wir haben halt nichts.
Oh, es Yeah, geht schon. that's good. Oh, Cruise shaken. Okay, es bringt schon was. Es bringt schon was. Da schießen wir gleich noch mit drauf, da haben wir gleich noch. Rein damit. Got a few in him. Haben wir schon ein bisschen Schaden haben wir schon gemacht. So, hier, ein Turn, mehr können wir nicht tun. Yeah. Oh, da können wir doch direkt da rein. Da kriegen wir zwar wahrscheinlich hart auf die Fresse von oben, das ist mir aber scheißegal, wir können ja mit dem Arsch schießen. Können wir mit dem Arsch schießen von da? Ja, wir können von da drauf schießen! Haben wir sogar noch eine gute Genauigkeit. Hier, rein damit. Häng, Motherfucker! The green. Und gleich nochmal. Ah, die sitzen alle! Damaged. Modules damaged! Sir, Das schaut doch vernünftig aus. So, jetzt gehen wir mit denen. Wir gehen gnadenlos Open Field. So, aber es ist eh schon wurscht, dass wir die Runden überleben, grenzt eh ohne Wunder. Im Battle Brudis gibt's den Loot aber erst am Schluss vom Kampf. Manch einer lässt doch seine Waffen fallen und du kannst das im Spiel aufklappen. Da bin ich mir fast sicher. Aber natürlich nicht hundertprozentig, ist schon Zeit her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. So, kriegst auch gleich noch einen Side-Armor-Hit mit Fliegen! Und genau das wollten wir damit bezwecken, dass er flieht und er ist abhaut. judge and jury, right? Was ist denn da jetzt passiert? Wo ist denn der geflogen? Wo ist denn der jetzt? Ist der aus dem Fahrzeug rausgeflogen? Der ist aber weit geflogen. Mit was für Waffen schießt man mir da drauf? Mit Nuklearpatronen. Orders. Ending the turn. So, wir schmorren da genau den gleichen Vollsprint. Weiter geht's. Yeet! Aus dem Leben gejietet. Oh nein, nicht Laser, nein! Okay, beim nächsten Mal können wir da direkt hin. So, wer ist denn jetzt dran? Ist mir scheißegal, mir ballert mir das Fahrzeug zu scheiße, so schaut's aus. Mir geht zwar Munition langsam aus, da steht 8, wir können bloß noch 8 mal schießen, aber ist mir wurscht, ballert drauf jetzt. Ist fast kaputt, Kim, mach's kaputt. Ja, so mag ich das. Hardware destroyed. Hardware destroyed. Yeah. So, wie der wir da jetzt? Schauen wir mal, ob wir da aufschießen können. Nein, können wir nicht. Wir können auch nicht aufsprinten. Müssen wir wahrscheinlich da. Entweder wir gehen mal halbert. Kostet 63 gehen, ne? Gehen wir daher, dann können wir nochmal schießen. Da gehen wir jetzt Open Field, der mit seinem scheiß Laser, der ist mit Sicherheit gegen Fahrzeuge. Und dann schießen wir. Oh shit, die sind zu zweit. Scheiße. Nicht so gut. Schießen wir einfach mal, schießen wir auf sie. Targeting. Bisschen was haben wir getroffen. Da hat er, jetzt sehe ich es auch gerade erst, da hat er jede Lebensleisten ist auch so unterteilt und jeder kleine Lebensbalken steht für ein Mitglied im Squad. Ich hab zum Beispiel gar nicht gewusst, dass das in Squads abläuft. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir gut. Sir, Oh ja, Deckung. Deckung, geh bitte! Ah, leider können wir uns nicht deployen da Toten dann mehr, aber das ist scheißegal. Hauptsache wir haben einmal Deckung. Hauptsache wir haben einmal eine listen Deckung. up. We're moving. Das ist das Wichtigste. Schießen drauf können wir auch nicht, aber das machen wir dann nächste Runde. Das wird schon. Zu ungewohnt, der Cam links und ja, wenn ich mich selber da sehe, denke ich mir, hey, wo bin ich? So, jetzt mir gaff. Da haben wir einen Meeresseeine Zigeuner. Da werden wir mal kräftig eingreifen müssen, wie das gefällt. Sollen wir mal außen rundum gehen? Hä? Sollen wir mal da hinten, sollen wir ins Kreis einscheißen? Das nehmen wir jetzt, da gehen wir jetzt einfach gnadenlos 4. Machen wir so. Repositioning. Gnadenlos 4! So! Und dann wird euch da von hinten in den Arsch eingeschossen. So schaut's aus. Und dann haben wir noch sie da hier hinten. So weit können wir nicht schießen, aber das Fahrzeug kann so weit schießen, gell? Weißt du was, da wurstelt man uns da oben durch das ganze Gelände durch, dann feiert uns nichts. Machen wir jetzt so. Sniper-Watten geil, dass man auch von Entfernung einmal schießen kann. Darf natürlich teuer sein, das ist eh klar. Catching a corner. Gehen wir gleich da auf, Catching a Corner. Jawohl, schaut gut aus. So, was drehen wir jetzt sie? Ah, jetzt sitzen sie da oben auf. Da war ein Granatengeil, einfach oben aufgeworfen von der Ruhe ist. Yeah. So, wir haben jetzt da auf dem Turm Der scheiß Turm bringt uns gar nichts. Wir müssen das Ding da unten reinnehmen. Das heißt, wir müssen uns in die Leiter unten reinbringen. Und von da können wir auch auf nichts schießen. Das heißt, hier mal unten reingewurstelt. Und dann passt das. Und Ending the turn. So, ist die Frage, ob er überhaupt wo. Ah, was da? Hab gerade was entdeckt. Ja. Nützliche Information, meine Damen und Herren.
Phase 1. Wir laufen mal mit denen daher, da kriegen wir nämlich Full Armor. Ja, das schaut doch vernünftig aus. Da ist nämlich der Zaun offen, sehr schön. Wir können zwar nicht schießen, aber wir können uns deployen. Jetzt darfst du schauen, dass du lang gewinnst, Mr. Fahrzeug-Sepp. Sir. Darfst du mir froh sein, dass ich keine... So, wir deployen da. Schießen wir mal da auf ihn. Damit wir einfach mal sehen, was passiert. Anscheinend kriegt wirklich der Turm Schaden. Wir kommen den da um nichts da. Na gut, dann schießen wir hinten Back Armor Hit. Der hat hinten nur 50 Armor, schießen wir aufs Fahrzeug. It's confirmed. Da werden wir ein paar mit draufballern müssen, fürchte ich, bevor da was geht. So, jetzt haben wir da unseren Full Squad. So, wie was ist? Kann man da drauf schießen? Nein, kann man nicht. Also ich kann nicht ums Eck schießen. Das heißt, ich muss hier Open Field gehen, damit ich auf die schießen kann. Jetzt ist die Frage, kann ich moven? Get to cover. So. Schießen. Shoot to kill. Ja. Und dann wieder moven? Ja, komm. Das heißt, du kommst aus deiner Deckung raus. Oh, Doppelklick schließt die Bewegung ab. Sehr gut. Und das alle, was ich gerade entdeckt habe, ist, da ist ein ganz Symbol mit einem durchgestrichenen Auge. Das heißt, der Gegner weiß nicht, dass wir da sind. Jetzt haben wir natürlich gerade auf ihn geschossen, aber er sieht uns nicht. Orders? Dann haben wir sie da oben noch. Da müssen wir auch irgendwie hinten kommen oder was weiß ich, was wir da tun. Aber wir könnten von da schon drauf schießen, gell? Oder gehen wir noch mehr runter? Wir gehen One noch of third, runter. heading Oh! to cover. Schau, was ich entdeckt habe. Lass sie sofort in Ruhe, du Mistvieh. Okay, schaut auch gut aus. Gegner wieder dran. Was macht Gegner? Schießt auf mich in der vollen Deckung. Ja. Okay, mit dem Raketenwerfer braucht man nicht öfter kommen, aber das wird dann schon. So, wir bringen den Squad mit ins Gefecht. Kommen mehrere Squads auf einen? Nein, kann man nicht. Na gut, dann gehen wir mal da her. Schauen wir, ob wir da gesehen werden. Werden wir noch unsichtbar, unsichtbar. Haben wir immer noch unsichtbar. Schießen kann ich nicht. Na gut, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, damit die da nicht so leichtes Spiel haben, damit sie da herkommen. Und weiter geht's. So, jetzt sind sie dran. Die haben massiv erhöhte Positionen. Ich habe es zwar noch nirgendwo gesehen, dass die eingestellt oder wirklich eine Wirkung hat, aber ich gehe mir schwerstens davon aus. Und jetzt haben wir da herunten. Jetzt können wir es schießen auf einmal. Jetzt können wir uns da ein bisschen battlen. Back Armor Hit. Wieso? Ich kann bloß so weit schießen, oder was? Wir konnten nicht bloß so wenig weit schießen. Das ist ja völlig lächerlich. Wir sollten nie da jemals irgendwo hinkommen. Aber wir haben ja beim Securen schon, weil wir Fake nur Einheiten in der Zone drin haben. Schaut überhaupt nicht. Weißt du was? Die lassen wir mir schön brav da stehen. Können wir da auf irgendwas schießen? Nicht wirklich. Drauf geschissen. Soll der Gegner einmal machen. Bitte positionieren Sie sich mal. Sir. Sehr gut. Mit denen können wir auch nicht recht viel da, außer weiterhin auf sie da umschießen. Kann ich die, das ist ein bisschen blöd gemacht da irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht da, die kann ich nicht anklicken. Ich muss auf den Turm schießen. Probieren wir es nochmal. Da sterben trotzdem Leute da um. Ja, absolut geil gemacht übrigens, dass die da runterfallen. Ja, dann schießen wir drauf. Ja, die kriegen schon Schaden, auch wenn ich optisch auf den Turm schieße. Was ein bisschen verwirrend ist, aber es geht schon. So, ending the turn. Wir haben jetzt noch den als Turn und den als Turn. Die Frage ist, mit wem wir als erstes moven, aber ich denke, mit einer da. Das gute alte, gibst du mir ums Eck vierer? Und weißt du was, dann schießen wir zweimal auf die. Auch wenn wir dann stehen bleiben müssen und deckungsoffen sind. Ah, das schaut doch gut aus. Und dann gleich nochmal nicht neu zimmern. Ah, suppressed. Und wavering. Und genau das wollten wir. Genau das wollten wir. Funktioniert schon. Ja? Wir beißen uns da durch ohne Raketenwerfer, Granaten, Utilities und Fahrzeuge. Ohne alles. Einfach draufgeschossen. So, und da stellen wir uns einer. Da können wir nämlich auch schon das Zurückschießen anfangen. Das hört sich gut an. Schießt hier ruhig zurück, das ist mir scheißegal. Ja. Ihr Zip für Adams.
Die Yeah. Frage ist jetzt, wo mich ich hier platziert. Was ich jetzt tue. Wie viele Gegner sind in der Zone? Eigentlich nur ein Gegner. Wir haben drin 3. Das heißt, ich kann einen Squad abziehen und da in den Turm einer sitzen und dann von oben schießen. Genau das werden wir jetzt tun. Sehr schön. Weiter geht's. Uff, dass er natürlich da mit seinem Laser aufpfeffern kann, Ja. das habe ich nicht bedacht, aber hätte ich bedenken müssen. So, was machen wir mit euch? Nix, ihr habt eine schöne Deckung, ihr bleibt schön brav da sitzen, ihr nehmt weiterhin das Ding ein, Sir. schön brav sitzen bleiben und ihr ballert die Idioten da oben raus. So, hier. Uff, gar keinen Schaden gekriegt. Oh, jetzt, ja, jetzt. Having a good time! Fliegen! Und sobald die fliehen und da verlaufen, stehen die da und fangen sie ab und da schießen sie. Orders? Los geht's. Langsam aber sicher habe ich, glaube ich, auch verstanden, wie die Runden ablaufen. Du kannst, wenn du am Zug bist, dir einen Squad aussuchen, der noch nicht an der Reihe war. Ich kann jetzt frei wählen, den da zum Benutzen oder den, und nach der Reaktion ist dann der Gegner wieder dran und hat genau das Gleiche. Er kann sich genauso aussuchen, was für Fahrzeug und oder was für Truppe von ihm er bedient. Wenn er 3 verschiedene hat, die noch nicht dran waren, kann er einen von den 3 wählen und die dann, das macht das Ganze schon sehr, sehr, sehr flexibel und nicht ganz so statisch. Orders. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit dass wir da schießen können. Können wir auf den Typen auf dem Dach schießen? Oh, wir können sogar Medium Accuracy. Und da haben wir Excellent Accuracy. Ja, schießen wir mal die eine. Ach, die haben ja eh schon am Fliehen. Da schießen wir auf See, auch wenn wir nicht so gut treffen. Was haben wir da? Ein Back-Armor-Hit haben wir da mit Good Accuracy, also guter Genauigkeit. Ja, dann rein damit. Ein in den Arsch! Stay on 103rd. Das hat aber nicht recht viel gebraucht. Dann schießen wir auf See noch. Contact. Ja, hätten wir zweimal auf die schießen müssen, dann wären sie suppressed gewesen. Aber gut. So, haben wir ja nur einen Squad, der noch mit dran ist. Haha. Dann schießt man euch jetzt da auch sauber aus dem Link. Jawohl. Great Squad, shot. Squad down! Squad down! Gehen wir da auf schießen? Gehen wir auch. Schießen wir den letzten einer aus. Los! Ja, der ist am Fliehen. Wahrscheinlich, jetzt warte mal, sagt man das, dass der in dem Status Fliehen ist? Pirate EMP Team. A small team specialized, bla 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 bla. Ah, unten steht's schon. Retreating, High Ground, Ammo Bag. Das heißt, sie haben aufgegeben, sie sind am Fliehen. Wenn der wieder am Zug ist, dann rennt er wahrscheinlich einfach maximal weit weg von unseren Einheiten. Und er hat High Ground. Aber was der High Ground bringt, steht nirgends. Programmer Brown kann Raketen werfen. Das ist ja klar. Another reel for TCR propaganda. Capture completed! Mission accomplished! Da brauche ich keinen Loadout, da gehe ich knockert eine! Da gehe ich knockert, da eine! Also die 2 Airstrikes sind sauber zu brutal. Ich habe einfach die ganze linke Seite ausgelöscht. Oder? Hat irgendjemand von euch auf die Uhr geschaut? Ob's mich du komplett verarschen möchtest? Ist meine Frage. Eine Mission geht auf sicher geht da nur eine Mission, wir haben nichts gesehen. Jetzt gehen wir mir aber mit Loadout rein! Looted, oh, Item received, Looted Supplies. Item received, was ist das? Looted Supplies. Supplies looted by the pirates and stashed away to trade or sell later. Trade Value 15 weiße Kastel. Ja, it is what it is. Accept. Oh, schau, was wir da haben. Das ist der Übersichtsbildschirm, sehr wahrscheinlich. Wenn man eine Runde abgeschlossen hat. Schauen wir mal, was da so steht. Wir lassen uns Zeit. Bei solchen Spielen ist wirklich, das ist übrigens mir sehr wohl bewusst, Herr allerliebster Nachschaussquad, ich bin sehr stolz auf euch, wenn ihr es bis dahin geschafft habt. Ich habe gerade wirklich, ja, man, das ist allerhöchstens nein. Allerhöchstens. Nein, es ist halb 10. Okay. Das ist wieder mal der absolute Beweis dafür. Phase 1, mir taugt Spiel. Richtig geil. Richtig geil. Vor allem, das ist bloß einmal eine Demo von einer Early Access Version. Das ist ja nur... Sag mal, die Battle Brother Leute, die haben richtig Ahnung von diesem Genre. Das ist richtig stark. Bis jetzt sage ich noch nichts Negatives. Aber gut, es schaut alles noch so ein bisschen unfertig aus. Ja, ja. Aber es ist halt auch noch fertig. Wenn man 50 Minuten für diese Mission braucht, na gut. Secure the Target Acquisition Radar, Success. Airspace Security. Securing AA sites allows for blue air to roam free.
Additional Supply Drop on each mission for the rest of this operation. Das heißt, wir haben Supply Drops für den Rest dieser Mission, was auch immer die Mission bedeutet, aber das ist wahrscheinlich der Missionsbildschirm am Anfang, wo du 3 so einzelne Schritte machen musst, bis du am Ende bist. Promotion Points plus 16, 3,5 Star Rating, das hätte mehr sein können. Logistics, Mission Stats, 172 von 1059, das ist unser Loadout, oder? Wie viel Loadout, das wir mitgenommen haben? Ja, 5 Sterne, wir haben gar keins mitgenommen. Casualties waren wir nicht so gut, wir haben ein bisschen aufs Maul gekriegt, aber das hilft nicht. Effizienz, 15 von 12 Runden, wir haben zu lange gebraucht. Gut, kenne ich das Spiel auch noch gar nicht und so, aber das Spiel sie gefühlt jetzt gerade Welten einfacher als Battle Brothers. Ja, Battle Brothers ist am Anfang auch einfach, aber irgendwann im Midgame kommt eine Stelle, da wenn du für Skill hast, kriegst du von allem nur noch auf die Fresse und das war's dann. Der Difficulty Multiplier, gut, wir spielen auch auf den niedrigsten Stufen, muss man auch sagen. Overall Rating 3,5 Sterne. Da bin ich bei der ersten Mission zufrieden für das, dass ich mich, glaube ich, die erste halbe Stunde keinen Stecker auskennt habe. Und herunten kriegen wir Choose One Reward, eine Belohnung auswählen. Match Grenade, Match Grenade Ammo. Plus 1 Maximum Reichweite, plus 10 Genauigkeit, plus 2 minus 2 Genauigkeitsabfall pro Teil, also es wird genauer auf weiteren Range. Only one ammo accessory can be equipped, only applies to projectile-based squad weapons. Das heißt, das war jetzt increase max range by 1 accuracy by 10% and cut accuracy drop-ups per Teil. Ich hätte jetzt eigentlich gemeint, das ist Granatenammo, dass das irgendwie Sprengmunition ist oder so und Stärke gegen Fahrzeuge, aber das ist ja gar nicht mehr schlecht. Was ist das da? Kanister-Shot. A launcher that shoots an explosive canister up in the air that covers the vehicle and all ich kann das Wort nicht aussprechen, aber angrenzende Teils, also Felder, in tödliche Schrapnelle. The canister launcher shoots exploding grenade classes up in the air, which explode and cover the immediate area in a shower of shrapnel. Das hätte man brauchen können. Das nehmen wir, das hört sich für mich vernünftig an. Und der Loadout kostet 10, das ist nicht viel. Nehmen wir. Gottes Willen, was ist das da? Was heißt denn das? Das Blut? Haben sie Schaden gekriegt? Kann es sein? 20 Schaden, 1 Schaden, 10 Schaden und so weiter? Was ist das jetzt? Kill Counts, sagt man da, wie viele Personen im Squad wahrscheinlich drin sind. Da haben bloß noch 3 drin, 4, 3, die haben ein bisschen aufs Maul gekriegt. Kill Counts, Infantry, wie viel Schaden das gemacht haben, wie viel an Rüstung, wie viel Unterdrückung und wie viel das kassiert haben. Und da steht Assistant, New. Increases Movement Costs by 4 per Teil. Duration 5 Missions. Das ist ein Debuff. Wieso haben wir den gekriegt? Woher haben wir den? Warum haben wir den? So heißt ein Assistant. Kann ich nicht übersetzen, aber ich glaube, ich hab's schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Da würde man, glaube ich, sehen, ob wer Level-Up hat. Dazu fällt mir ein bisschen ein Balken irgendwo. Ich glaube nämlich viel eher, es gibt da gar keine XPs für diese zögerlich zurückhaltend Assistant. Es sind ein paar Leute, die haben richtig hier die English Skills. Irgendwann, die verstehe mittlerweile einiges, aber da bin ich doch anscheinend noch weit entfernt davon. Hälfte nicht, für was habe ich euch dabei? Ich glaube eher, dass unsere Belohnung, die wir kriegen, diese Recruitment Points sind. Ich glaube nicht, dass die Squads irgendwie ein Level haben, weil davon sehe ich nichts, ich sehe ja keine XP-Balken oder irgend sowas, sondern dass halt dass vielleicht das Loadout größer wird, dass du stärkere Waffen mitnehmen kannst, dass das dein Progression-System ist. Und vor allem diese Recruit Points, die du deinem Squad dann geben kannst für diese Perks. Und die Perks sind scheiße wichtig. Gezielt zum Beispiel bei ihr, sehen wir jetzt da nicht, dass da der Spezialist, wenn man einfach nur auf den Gegner-Squad schießt, dass der einer Spezialist ausgeschaltet ist. Zum Beispiel der Raketenwerfer oder irgend sowas. Hesitant oder Hesitant? Damit wir was lernen, damit es hängen bleibt. Hesitant. Hesitant heißt zögerlich. Macht Sinn. Increases Movement Cost by 4. Das heißt, Movement, also bewegen, kostet mehr Actionpunkte die nächsten 5 Missionen. Ist natürlich kacke. Wie wir das kassiert haben, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich durch Suppression oder irgendwie so. So, Finish. Müssen wir eine Mission machen. Ja, genau, so wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, wir können jetzt die Mission haben und jetzt können wir entweder daher oder daher. Break off Raid. Destroy dropships, get all units to the evac zone.
Prevent hostile units from leaving the battlefield for 10 rounds. If too many hostile units are inside the exit zone for too long, the mission will fail. Und da müssen wir Sachen zerstören. Das ist jetzt für mich viel besser. Viel besser als das so. Singen wir mir jetzt da irgendwelche Sachen? Haben jetzt die immer noch angeschlagen und so. Kann ich die irgendwie reparieren oder? Hä? Ja, kostet das nix. Hä? Die mit dem Fahrzeug ist immer noch im Arsch. Wahrscheinlich genau deswegen. Vielleicht ist das Fahrzeug in der Demo noch nicht implementiert. Ich kann doch da jetzt nicht so Gaudi einfach... Ah, okay, die Loadouts werden... Ah, ja, okay. Ja. Ich glaube, ich verstehe es schon. Wenn wir jetzt dann nämlich auf Mission Select gehen, dann planen wir die Mission und dann sehen wir mir da herunten, wenn wir mir da Minus machen, siehst du das? Das da herunten, nee, wie soll ich das jetzt erklären? Ich bin mir nicht sicher, sowas haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das da herunten ist das Wichtigste im ganzen Spiel wahrscheinlich. Wir haben maximal ein Loadout von 1060. Machen wir mit 1000, ist ja wurscht. Und jede Person, die ich ihrem Squad hinzufügt, die kostet nicht irgendwelche Ressourcen, die ich mir da bespannen muss, sondern die kostet halt diese Loadout-Range. Und je mehr Leute, dass ich da reinstecke, desto mehr Leute brauchen dieses Carbine qua und desto teurer wird's. Ja, okay, das klingt für mich nur aber so ein bisschen sehr overpowered, weil wenn wir da jetzt in jedem Squad 8 Leute gehabt hätten, dann wären wir bloß drüber gefahren. Ohne Rüstung, ohne irgendwas. Aber gut, jetzt skillen wir einmal sie. Der geben wir jetzt einmal einen zusätzlichen Perk. Was haben wir da? Die Frage ist, kann ich in Tier 1 zusätzlich ein zweites skillen oder verschiebt sich das dann von da nach da? Concealment. Was ist ein Concealment? Wieder Heimlichkeit wahrscheinlich oder irgend sowas, wenn ein Chamäleon dort ist. Tarnung. Plus 2 View Range and plus 1 Detection. 50% Genauigkeit when toggled. Subsequent attacks will cost plus 40 AP until the skill is deactivated. Das klingt doch ganz gut. Das ist ein Skill, den du aktivierst, der kostet allein schon, der zwingt dich dazu, dass das Schießen 40 Actionpunkte mehr kostet, aber dafür kriegst du 50% Genauigkeit. Das heißt, Loadout ist gleich Auslastung. Ja, direkt von Deutsch auf Englisch übersetzen oder umdreht. Da haben wir bei meinem Skill-Level genauso weit wie Namen merken. Concealment ist gleich Verborgenheit, Verschleierung. Ja, dachte ich mir schon. Ich habe nur Käse übersetzt, aber ich glaube, ich habe es schon verstanden. Was haben wir da? Danke fürs Nachschauen übrigens. 20% Accuracy, Defense and Discipline when isolated. 4 plus Tiles from any friendly unit. Sehr stark. Plus 3 Defense Bonus for each tile between an actively attacking enemy on the SL. Was auch immer SL heißt. Oh, gut. Ja, toggeln wir einfach mit dies. Das gehen wir hier jetzt einfach. Einfach nur mit den Skill. Passt schon, mehr brauchen wir nicht. Und das kostet uns jetzt diese Promote, also diese Recruitment-Punkte, die wir in die Missionen sammeln. Da haben wir vorher, glaube ich, 80 gehabt. Jetzt haben wir 96. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir beide, also es wird nicht überschrieben, du kannst in einem Tier mehr als einen Perk haben. Und wenn du 2 drin hast, schaltest du den nächsten Tier frei. Was haben wir da? This unit can wait in combat to act later. Standby will force the enemy to act next. The waiting unit can then act again later. Das ist auch nicht schlecht. Increases deployment zone. Oh, ist auch nicht schlecht. Da haben wir ein bisschen Startpunkt. Well-placed shots. Attacks have plus 25% Chance to inflict 50% mehr Schaden. Das ist im Prinzip sowas wie 25% Crit. Ja, rein damit. So, wir machen in einer Squad einfach so stark, dass es lächerlich ist. So, Ambush!
25%, aber haben wir das noch nicht gelesen, was war da? 40% AP Activation plus 3 Concealment for the Turn. Ja, wie die Verborgenheit funktioniert, habe ich noch nicht so ganz ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lassen wir mal noch. Was haben wir da? Ambush. 25% Damage and Accuracy when attacking from a state of concealment. Da haben wir es. 30% Damage plus 20% Accuracy against targets isolated plus 4 Tiles away from others. Das haben wir jetzt sehr selten gesehen. Das heißt, wenn da ein Gegner allein ist, wo 4 Fader rundherum nichts ist, dann machen wir ziemlich viel mehr Schaden. Kombiniert mit unserer Crit-Chance und mit zusätzlicher Genauigkeit und so weiter, kann das ziemlich reinhauen. Minus 50% Decrease to Enemy Cover Bonus. Das heißt, Enemy-Gegner aus der Deckung rausballern. Das ist alles saustark. Was kostet das? Das kostet 40 zum Promoten. Aber ich glaube, das gefällt mir gut. Das sind so isolierte Ziele, aber Deckung oder isoliert? Ich nehm glaube ich, Deckung. Hau rein. Und man kann sogar umskillen, aber es kostet was. So, was geben wir denn für Waffen? Die haben wir aktuell drin. Da haben wir ein Battle Rifle. Oh, leck, wenn wir uns diese jetzt alles durchschauen, da kriegst du einen Vogel. Da kriegst du einen kompletten Vogel. Wir nehmen einfach die teuersten Waffen. Da, hier, Assault Rifle. Zack. Und dann geben wir ihnen noch Waffen mit. Oh, Sniper Rifles, Medium MGs. Ein Granatwerfer! Light Machine Gun, Medium Machine Gun. Ich sag das, was ist. Der hat uns beim letzten Mal gefeit. Und eine Granaten gibst du mir auch noch mit. Sowas macht einfach immer Spaß. Da kannst du allein schon im Squad-Fenster 2 Stunden verbringen, um eine ausgewogene Squad-Sache zusammenzustellen. Es ist schon wieder so gut, dass ich sag's, wie es ist, was man rauskommt, das sofort kauft. Auf der Stelle. Da brauche ich nicht weiterspinnen. Rauchgranaten. Was haben wir da? Was ist denn das? Das ist ein Frag Grenade. Das ist ein Satchel. Das ist ein Munitionsbackerl. Das ist ein Wurfgerd. Disposable AT Launcher. Shot an AT rocket at the target and dispose of the launcher. Das heißt, das ist Anti-Fahrzeug. Was haben wir da? Increases Squad Weapon Uses bei 50%. Das verstehe ich nicht. The magazine pouches provide an additional 50% uses for all squad weapons. Ach, das ist einfach nur Munitionskisten. So, was ist die? Nehmen wir mit. Munitionskiste sieht gut aus. So, was haben wir? Oh, Rüstung brauchen wir noch. Rüstige Rüstung. Class 3, MIB, Body Armor. Das jetzt ausdüfteln, was da das Beste ist und so weiter. Und wir nehmen einfach einmal so ein bisschen was Besseres. Nehmen wir einmal das da. So. Nächster Squad. Lassen wir, wie er ist. Skillen können wir da nichts. Die Carbines waren gut. Aber wir nehmen ein Medium MG mit. Da nehmen wir als Zweitwaffen. Aber wir haben doch einen Sniper, oder? Wir haben doch da so einen Sniper. Ob das, wie das zusammenspielt, weiß ich noch nicht. Aber da haben wir eine Sniper-Maschine rein. Dann geben wir ihm eine leichte Maschinengewehr. Und man kann es auch nicht doppelt und dreifach ausrüsten, sehe ich gerade. Also, was wir schon verteilt haben, können wir nicht. Ich kann jetzt nicht jedem Squad ein MG mitgeben. Das ist gut. Weil sonst ist sofort Meta rausgefunden. Ja, vor allem mit lauter Raketenwerfer rein. Passt schon. Da darf ich vorschlagen, dann nimmst du einen Granatwerfer mit. Und dann haben wir das da sauber durchgemacht. Ist es das gleiche bei der Rüstung? Ja! Ja, das zwingt dich natürlich dann schon. Das zwingt dich natürlich dann wirklich zum Nachdenken. Welchem Squad gibst du welche Rüstung und welche Waffen, Spezialwaffen dazu und so weiter. Aber dann, Herr Wulfrick! So, nun bin ich dran. Ich weiß endlich, warum man im Ikea nicht entgegen der Pfeile laufen soll. Weil es ein Einrichtungshaus... Oh Gott. Weil es ein Einrichtungshaus ist. Aber schön, dass die Bindestriche eine tust, weil sonst hätten wir es alle nicht verstanden. Wir unterbelichteten Amöben. Ja, da verteilen wir jetzt irgendwie die Rüstung. Ich weiß ja gar nicht. Infantry Accessory Slots, da hat man dann da 2. Dann geben wir ihm die Rüstung. Ihrer geben wir die fetteste Rüstung. Ihm geben wir die Rüstung. Ihm geben wir die Rüstung. Fertig.
einmal komplett blind durcheinander geworfen, da ist jetzt nichts ausdenkt irgendwie. Da können wir 2 Sachen mitnehmen. Oh, schau hin. Also Equipment kann man so viel rein da, wie man will. Dann nehmen wir nochmal alle Munition mit, das sage ich dir gleich schon mal. Was ist denn das da? Combat Drugs? Rein ins Gepäck! Was haben wir da? Kannst gleich mal... Ah, okay, man kann es nicht unendlich begrenzt verteilen. Da steht da oben 2 von 2. Also man kann nicht unendlich von allem mitnehmen. Ist auch wieder geregelt. Dann gib ich einer das. Das. Da backelt man die Drohne ein. Da backelt man Granaten ein. Oder Satchel. Oder kann man 2 Granaten mitnehmen? Oh, man kann ja 2 Granaten mitnehmen. Ja, aber am Sniper Granaten geben ist ein bisschen dumm. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber das ist mir jetzt einfach wurscht. Also wir haben alles verteilt wie die Behinderten. Wir kommen noch nicht ansatzweise auf das Loadout. Schauen wir da noch mehr, können wir da noch irgendwas skillen? Nein, keine Promotion-Punkte mehr. Und da geht's ganz schön zu. Da ist einiges los. Das sind sehr viel mehr rote Fleckerl als beim ersten Mal. Aber es müsste jetzt halt auch ein bisschen schneller gehen. Was müssen wir tun? Evakuieren. Detailed destroy dropships. Get all units to the evac zone. Also wir müssen da und wir müssen diese zwei Schiffe da zerstören. Das würde ich sagen, wenn das jetzt da alles die Deckung ist und so weiter, dass wir uns schön brav hier straight... Haben wir bloß 4? Wieso haben jetzt da bloß 4? Ich mag ja die... Add Mission. Ah, jetzt. Die ist gar nicht bei der Mission dabei. Kann ich die zur Mission dazu oder? Nein, die ist kaputt. Schade, dass man noch kein Fahrzeuger sieht. Das glaube ich ist auch noch ziemlich cool, wenn du da mit Fahrzeugen, mit so einem Walker umeinander gehst und so. Wir starten alle da in einer Reihe. Das sagt der was ist. Er da ein bisschen weiter außen. Sie da ein bisschen weiter außen. So. Dann schaut das gut aus. Wir stürmen nach vorne. Destroy, evakuieren. Alles, was kommt, wird erschossen. Los geht's! Let's do this by the numbers. Here we are! So, jetzt wissen wir auch nicht mehr ganz so viel. Da stehen schon Gegner. Die haben mir aber nicht gezeigt worden. Kruzifix. Na gut, 70 Movement. Können wir nicht mehr schießen. Schießen kostet 40 bzw. 80. Oh, jetzt haben wir so. Schauen wir mit dir. Oh, da, jetzt schaut das da herunten auch noch was aus. Da habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, was ist so ein bisschen wenig da herunten. So, was wollen wir da jetzt lernen? Move wir überhaupt nirgendwo hin. Wir nehmen unseren Squad und schießt mir einer sofort in die Fresse da. Und zwar Sustained Fire. Das ist dieses Sustained Semi-Automatic Fire over an extended period of time with the goal to suppress an enemy unit and keep it suppressed. Und wenn er da so offen umeinander steht, haben wir keine gute Accuracy. Wir haben 100. Also wir können noch einen Schritt 4 gehen. Wir probieren jetzt einfach umeinander, ob das Sinn macht oder nicht. Ist mir eigentlich völlig wurscht. Was ist das da? Activate, take aim, Status off. When activated, increases accuracy. Ah ja, das ist dieser Skill, den wir gemacht haben. Und das ist anscheinend ein Feuermodus der Waffe, den wir ihnen gegeben haben. Kostet auch gleich 80 und gibt jetzt Suppression Fire ohne Ende. Is limited to 24 more uses, cost 80 Action. Baller einfach mal rein, schauen wir, was passiert. I'm out! Okay, das hat die Dinger einfach einmal komplett auf den Boden gezwungen, 2 oder 3 Leute erschossen und vollkommen reinrasiert. Das können wir öfter machen, Kinder. Das können wir öfter machen. Beenden Sie bitte das MG rasiert schon sauber. Ja, das war noch nicht einmal MG, das war Sturmgewehr. Gesilenced übrigens, hat Schalldämpfer von Drohnen sogar hört, was ich ziemlich cool finde. So, ja, End Turn. Ja. Schauen wir mal, was er... Ach so. Jetzt warten Sie mal. Das hört sich wirklich geil an, wenn die dann weiter in den Sand einschießen, der Sand aufploppt. Das ist wirklich cool gemacht. So, jetzt pass auf. Wir brauchen 40 Punkte übrig. Wir moven bis daher und schießen sofort hinten rein. Oh, wie hätten wir mit dem Sniper schießen? Warum kann man nicht mit dem Sniper nicht schießen? Can only be used when deployed. Ah, okay. Also ich muss mich hinsetzen, damit ich Snipergewehr benutzen kann. Wir können aber auch mal was Verrücktes ausprobieren. Granaten zum Schmeißen. Die hat nicht so viel Range. Schau hin. 6 gleich direkt, da können wir nicht hin. Was kostet das? 40 Punkte. Können wir nicht. Ja gut, da müssen wir so draufballern. Schauen wir gleich einmal, wie das da so läuft. Können wir noch einen Schritt gehen? Nö. Na gut. Ja. Nächste Runde.
So, mit denen preschen wir jetzt einmal ein bisschen weiter und schneller nach vorn. Vielleicht einmal erst Get da there her. yesterday. Mal ein bisschen weiter sehen. Okay, und dann gehen wir da her. Einfach mal ein bisschen pushen. Das hilft ja sowieso nicht, haben wir keine Zeit nicht. Ich glaube, dass sie die da nicht mehr recht verirren. Was haben wir da so? A Light Machine Gun, kostet auch 40 und macht Fire a Sweeping Salvo at the target area to suppress the enemy. Das bringt wahrscheinlich, es macht nicht viel Schaden, aber dafür wahrscheinlich sehr viel Suppression Fire. Das heißt, da bewegen wir uns auch so weit, dass wir gerade noch mal schießen können, Move out! damit die da erst einmal flöten gehen, bevor sie überhaupt irgendwas da erkennen. So, hier, rennen Sie. Ja! Den letzten kriegen wir nicht ganz. Überlebt jetzt da auch so ein Hansel in der Mitte drin. Was denkt denn der? Das sind noch mehrere, aber da herum steht nur noch ein Leben. Oder haben die alle tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch vollkommen Latte. 60 Movement straight nach vorn. Das probieren wir aus, ob wir dann noch hinschießen können. Ja, natürlich können wir da noch hinschießen. Tschüss! Rifle range is always open, Marine. Get off my back. Get off my back! Das war nicht so gut. Jetzt stehen wir natürlich mit alle unseren Squads komplett Open Field. Wenn jetzt die da oben kommen, haben wir gefickt, aber wir schauen mal, was passiert. Was tun denn eigentlich diese Drogen? Use the phenidrin injector to effectively remove suppression and become less affected by further enemy fire for a short while. Das kostet keine Actionpunkte. Damit kann man, wenn man unterdrückt ist, die Unterdrückung ja, wegmachen einfach. Ja, ist eh klar. Ein gutes Stück Panzerschokolade. Ein Stück Panzerschokolade? Dann geht das wieder. Orders? So, was, wir sind wir nochmal dran. Okay. Warum nicht? Wir haben 100. Wir gehen da her. Moving to cover. Moving to cover. Dann schießen wir die Vollidioten nochmal ins Gesicht. Das hilft ja nicht, die müssen weg. Ja. Das Ding rasiert wirklich ganz schön. Nice grouping, bud. Bitte unterdrücken Sie die Unterdrückung. Hier, sicher. So, jetzt passen wir an. Sagen wir wieder irgendwie. Ah ja, das müssen wir kaputt machen und da müssen wir was kaputt machen. Jetzt brauchen wir eine Bresche nach vorn. So schnell wie möglich. Können wir uns da platzieren? Nein. Ich würde sagen, mit denen gehen wir links rundum. Die können ja ein bisschen zurückfallen. Die haben einen Sniper gewählt. Das passt. Yeah? Da ist jetzt wurscht, mit wem wir gehen. Oh, da ist ein Zaun. Gehen wir gleich, wir noch mal Granaten auf den Zaun werfen können und die Umgebungen kaputt machen. Nimmst du mal gleich mal den Granatlauncher und schieß mal, das ist die Frage, schieß mal auf den Sand, schieß mal auf den Sand. Ich schieß da auf den Sand, schau mal, ob wir es wegbringen. Einfach, weil es mich interessiert. Umgebungszerstörung, meine Damen und Herren. Finding cover. Sprech sowas von kauft, dass du gar nicht weißt, wie der was, dass es gekauft ist. So, hier, Listen move! up. We're moving. Move. 200 Schuss kills ich ja einmal im Mac-Dump halt. Einmal auf die arme Sau, die nur als letzter übrig ist, einmal das Magazin ausleihen, weil man, das kennst von jedem Spiel, auch in Counter-Strike oder sonst wo, wenn irgendjemand black genug ist mit 200 Schuss im G umeinander zum Laufen, du hast 2 Schuss geschossen, da orientiert sich das Nachladen nicht. Ah, Mac-Dump, rein in den Dude am Boden und dann nachladen, damit sie das halt orientiert. Marines. So, Movement. Eyes open. Haben da immer noch keine Gegner? Nee, wo haben die alle? Da war die ganze scheiß Map voll mit Gegnern. Dann gehen wir mal weiter Moving to links. waypoint. Hopp. Grafik ist jetzt was. Übrigens, also mittendrin ist mir gerade so ein Koffer eingefahren, keine Ahnung. Ja, ist ausreichend. Also es klangt. Es haut mir jetzt nicht vom Hocker, aber ich brauche nicht mehr. Sag ich dir, wie es ist. Da haben die ganzen Spielmechaniken 100-mal wichtiger als das. 100-mal wichtiger. So, Endturn! Mit dem können wir auch nicht. Kann man. Naja, da ist Wegfindung rundum. Es wäre ja geil, wenn es so, weiß ich nicht, so Zwickerl oder so geben hat, wo man da durchgehen und dass ich nicht jetzt mit da Granaten draufschmeißen muss. Na gut, gehen wir mal weiter. Yeah. So, besser gut wie schön. Ja, das ist immer so. Gameplay, größer Graphics, das ist immer so. Scheiß auf Grafik, Alter. So, dann gehen wir bei denen, hätten wir uns da platzieren sollen, dann müssen wir nicht so behindert rundum laufen. Dann gehen wir jetzt in das Gebäude rein, das hat noch nie geschaut. Let's strategize. Enemy! Let's strategize, heißt's.
So, jetzt können wir uns ja mal überlegen. Ja, das sind wieder gestungene Fahrzeuge. Das heißt, Sir. ending the turn. Er hat, Orders? da haben wir nur MGs dabei. Das ist natürlich jetzt blöd, aber das MG platzieren wir mal da oben. Meine Idee ist, platziert das MG oben. Haben wir mir irgendwas schön... Alert! Ach Enemy du Kacke. hardware! Enemy Hard... Oh, der hat den Raketenwerfer. Pirate Rocket Truck, was da jeder sagt. Zerstören wir dann das Ding gleich mit? Coordinates received. Eine damit, weil es wurscht ist. So, jetzt sind die drum, wir haben keine Actionpunkte mehr, passt schon. Sir! So, er hat auch Machine Gun, das hätten wir uns besser ausdenken müssen. Haben wir mit bloß einen Raketenwerfer dabei, die haben da ganz hinten. Ja, ganz toll gemacht, Birger, das hast du wieder gut gemacht. Das hast du wieder ordentlich ausgedacht. So, mit denen gehen wir jetzt bloß da ums Eck und gehen wir dann ein bisschen links um, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das müssen wir so machen. So, da ist der Raketensepp. Warum Hitpoint Damage? Warum kann ich den nicht benutzen? Warum geht der? Can only be used when deployed. Ah, okay, da muss man sich natürlich der Squad ein bisschen zur Ruhe kommen, muss sie hier sitzen, deployen und dann kann man sich nicht mehr bewegen und dann kannst du die Special Weapons rausgreifen. So, wieso ich jetzt da nicht hingehen kann, das verstehe ich nicht, weil ich immer nur so weit um den scheiß verschissenen Zaun rundum muss, gell? Und wenn ich da stehe, kommt der Raketensepp und ballert mir einfach aus dem Leben. Das hilft jetzt nichts. Ich gehe mit da, vielleicht Hustle sagt one er up mich third. nicht. Vielleicht sagt er mich nicht, was weiß ich denn? Haben wir noch was übrig dann? Nein, haben wir nicht. Oh oh. Nicht aus der Raketenzone rausfahren. So. Ja, die muss ich auch nicht da platzieren. Wir müssen erst da irgendwie eine, bevor ich die Leute da deploy und einen Sniper hernehmen kann. Musi ist auch on point. Warte mal. Da habe ich mich noch gar nicht so konzentriert drauf, muss ich sagen. Ja, das passt richtig gut. Da gibt es mal überhaupt nichts. Yeah. So, Arschloch. Du kannst stehen bleiben. Da kommt nämlich dann jetzt bald meine Raketen und die wird dir dann schon verzeihen, was los ist. So, Granatwerfer. Wie weit kommen wir mit dem? Kruzifix, ich muss Open Field auf diese scheiß Fahrzeuge zulaufen. Das kannst du einmal ganz gepflegt aus dem Kopf schlagen. Das sagt ich. Sir! Das sind all diese 3 Squads Ja. da, oder? Mit denen kann ich gegen die Fahrzeuge wieder nichts ausrichten. Gut, dann laufen wir da ebenfalls rundum. Auf dem Turm bleiben wir oben. Da hätten wir eigentlich einen Scharfschützen drauf positionieren müssen. Der kann vielleicht drauf schießen, wenn es deployed Sir. sind. Aber gut. So, schauen wir mal. Gehen wir da irgendwo hinschießen? Nö. Das heißt, wir gehen auch da links rundum. Da kommen wir unter Deckung näher ans Ziel ran. Fire mission underway. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße, das Ding. Oh, jetzt wird's Enemy interessant. movement! Jetzt wird's interessant, Kinder. So, ihr bleibt einmal schön brav da oben. Da können wir nichts mehr, gell? Da können wir nichts mehr. Nö. Ihr bleibt da oben mit dem G und anballern, macht überhaupt keinen Sinn. Passt schon. Orders? So, Orders. Ladies and Gentlemen. Jetzt gehen wir mal da einen Schritt weiter und dann müssen wir die eigentlich singen. Ja, hallo. Hello, everybody! Aber die brauchen die eigentlich, um zu deployen da irgendwo und dann mit dem Raketenwerfer drauf zum Schießen. Was hat denn der Range? Oh, der hat schon gescheit Range. Ja, geht's einmal da her. Und dann deployen wir. Also wir befestigen uns da und in der nächsten Runde schauen wir, ob wir die da irgendwie oberbaiten können. Ja, dazu brauchen wir natürlich einen Bait. Den müssen wir irgendwo da platzieren, dass das Fahrzeug da oben fährt und dann auf die Fresse kriegt. Aber das kriegen wir schon. Oh Meister, da man, ich darf ein bisschen Zielwasser trinken, das war nix. Nein, das war nix. So, und was wir da jetzt tun, wir moven wir da her, dann bleiben uns 34 übrig. Da bleiben uns nur 12 übrig. Da bleiben uns 23 übrig. Da bleiben uns 67 übrig. Jetzt gehen wir erst einmal da her. Nee, das war. Jetzt wollte ich gerade sagen, das war Schwachsinn. Weil wir nicht hinsehen. Wieso sehen wir mir jetzt die da hinten? Sehen wir mir da durch, möchtest du mir verzeihen. Kann ich da drauf schießen? Das muss ein Fehler sein. Das gibt's nicht. Jetzt deployen wir uns noch zuerst vorher und dann schießen wir.
Das macht keinen Sinn. Und in der nächsten Runde kommen die nämlich mit der, wenn sie nicht daherkommen, die werden nicht auf den Turm aufgehen, nehme ich an. Und schmeißen wir es mit Granaten zu. Ha! Suppressed, bitches! Gate rippers. Was für Rippers? Yeah. Die Scheißdrecksfahrzeuge, Alter. Leckt's mir am Arsch. So, mit denen gehen wir da. Müssen wir die Fahrzeuge irgendwie beiten, das hilft nicht. So, ihr geht's da auf. Schaut gut aus, was die an sehen. Ja, Freunde, ihr seid suppressed. Was soll die Kacke? Naja, gut, dann halt nicht. So, wir werden jetzt da ein bisschen Damage fressen müssen, wenn wir mir diese Straße da überqueren, weil es nicht hilft. Es wird nicht helfen. Wir gehen straight daher. Wir müssen Verluste in Kauf nehmen. Hilft nicht, dann schießen wir mit den MGs drauf. Möchte ich wissen, was passiert. Rendiert sie das nicht, was weiß ich. About time. So, jetzt gibst mir mal der MG. Gib mir mal das MG her. Schauen wir mal, was da passiert. Medium Accuracy und wir haben keine Armor Penetration und nichts davon. Was passiert da? Da haben wir genauso. Da haben wir Good Accuracy, aber auch keine Armor Penetration. Ich würde vorschlagen, wir schießen mal mit dem MG. Los. Bang, 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 bang. Something fell off. Something fell off. Ja, das war jetzt nicht der Teufel. Und was passiert, wenn wir da damit drauf schießen? Ja, passiert auch nicht unendlich viel. Naja, gut. Hilft nicht. Besser wie nix. Ending Eyes the open. turn. So, Eyes open. Da haben wir auch einen Raketenwerfer. Wir müssen in Richtung, wir müssen pushen, das hilft nicht. Das Deployment da war absoluter Schwachsinn oder wir überlaufen es nach links rundum und helfen mir einer. Und ich glaube, das tun wir eher. Aufstehen. Und ja, wir baiten und baiten und baiten. Vielleicht fährt das Fahrzeug nicht daher. Und dann bin ich zufrieden so. Ja. Macht eh keinen Schaden, die Bumsbude da, das ist ein Wahnsinn. So, jetzt können wir natürlich nicht mehr auf die Typen da schießen, dann bewegen wir uns ein Stück weiter Viere. Moving. Wir bewegen uns. Dann gehen wir da her und bleiben vorerst einmal da. Nein, Open Field mag ich mich nicht stellen. Dumme Scheiße brauchen wir nicht mehr. Ein bisschen nervös am Mörser. Aber. Yeah. Hey, wieso fahren denn die weg von mir? Was ist das für Gegner? So, wen haben wir noch? Wir haben einen See da nochmal. Weißt du, was der ich sage? Wir schießen nochmal mit dem MG. Ah, jetzt ist Front Armor, gell? Ich sag das, was ist dann? Pushen wir's dort oder was weiß ich, was mit denen? Schau hier, da wird sogar angezeigt, wer auf mich schießen kann. Ha! Na gut, dann moven wir weiter. Die weiße Linie, die es da gezogen hat. Gesehen? Yeah. Yeah. Schau, wenn ich jetzt da her... Oder warte mal, da her. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Bei einer hat's mir angezeigt, dass die Reichweiten... Ja, vielleicht langt die Reichweiten ja gerade nicht. Von den Fahrzeugen. Aber die haben doch da schon auf mich geschossen, oder nicht? Na ja, gut, ist mir scheißegal. Ich möchte baiten. Baiten? Hast recht, anders kannst du den Sprühschüssen nicht erklären. Ja. About time. So, das ist jetzt der letzte. Na gut, wir schießen mal mit dem Gewehr drauf. Ich glaube, das ist effektiver. Können wir da hinten? Nein. Das ist viel Munitionsverschwendung, aber das hat beim ersten Mal auch schon hingehört. Shortcut, hätte You can't get invited to the ball and not dance. Coole Sprüche müssen natürlich sein, das ist ja klar. So, jetzt kommt der Gegner. Ja, jetzt habe ich schon gedacht, dass das da hinten rundum schwanzelt. Und dass nicht allein seid, habe ich mir auch gedacht. Ja. Let's see you buck. Ja. So. Wenn ich jetzt mich da herstelle, das ist natürlich ein totaler Krampf. Wieso säge ich die Typen da nicht? Ja, wir zwicken uns jetzt ins Sandwich ein. Wo haben die Satchel, Leute? Wir hatten die Satchel dabei. Damit wir mir das Ding da mal kaputt machen müssen. Wir müssen mal bloß das Teil kaputt machen, wir müssen gar keine Gegner nicht killen. Weißt du, was wir mir da deren? Wie viel haben wir da noch übrig? 28, das klangt nicht. Da haben wir noch 46. So, wir gehen jetzt da 4, dann müssen wir die Gegner da hinten sehen, wir müssen mal drauf schießen können. Das ist wichtig. Moment. Alter, ist die verdammte, ist das Squad stark. Das Squad ist unfassbar. Das rasiert einfach mit einem normalen Schuss einen ganzen Gegner-Squad aus. Okay, ja. Ist vielleicht ein bisschen overpowered. Hab ich so das Gefühl, aber sagt es kaum. Ending the turn. Ja. Du, wenn's noch weiter hintrifft, dann trifft's besser.
So, und jetzt ist die Frage, ob man mit einer da drauf steht. Wieso kann ich auf die Gegner schießen? Da ist ein Riesenturm dazwischen. Das macht noch keinen so einen großen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Was darf das kosten? 85. Ich mag aber Sniper schießen jetzt. Dann machen wir so. Kann ich mit der Sniper da jetzt auch draufstehen? Tatsächlich. They really hate us. Oh, der Sniper-Schuss suppressed sofort. Das ist natürlich schon geil. Wenn wir natürlich auf den Turm aufgehen können, ohne Suppression und in der nächsten Runde Granaten draufschmeißen. Aber bis dahin laufen sie wieder davon. Jetzt warte mal. Granaten kommen. Ja, geht schon. So 1, 2, so 3 Viertel weit schmeißen. Kann man schon machen. 45 Grad Lauf macht's möglich. Ja. Oder jetzt so ein Kill von uns. Oh, der hat uns sauber suppressed, hast du es gesehen? So, was mich jetzt mal interessiert, was kostet die Drohne? Und ein paar Sachen ausprobieren. Jetzt gehen wir da her. Einfach, weil es mir wurscht ist, einfach ein bisschen in Deckung. Alles gut. Und dann deployen wir mal diese Drohne. Wo kann ich die deployen? Deploy sie mal da hinten. Okay, das ist absolut overpowered. Wenn wir die jetzt ein Sichtfeld... Bruder, die gibt uns ein Sichtfeld am Arsch der Welt. Das ist stark. Wer ist dran? Sie sind dran. Was ist das da? Marks a unit or structure for the duration for 2 rounds, even when it moves out of sight. Certain guided weapons and off-map assets can only fire on marked targets. Increase accuracy. Das ist so eine Fahrzeugmarkierung. Das heißt, wenn die dann davor fahren und man da jetzt nicht mehr sehen, sieht man es trotzdem. Und mit irgendwas kann ich dann drauf schießen. Hab zwar noch nicht ganz verstanden mit was, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir haben doch ein Satchel mitgenommen. Also so ein C4 Bomben. Nicht? Habe ich mich mit denen jetzt schon bewegt, dass ich mich mit nichts anderem mehr bewegen kann. Ja, die Dinger haben wir da. Ja, da schießt mir eins, schießt mir Zeit rein! Ja, genau, Got visual and module damage. Ending the turn! So, hoppla. Wer hat die Satchels dabei? Das müssen wir dann mit Runden gehen. Also, wenn ich einmal durch bin, müssen wir uns das anschauen. Bis dahin moven wir da her. Wir deployen. Und schießt mal auf das Ding da. Bringt das was? Oh ja, tatsächlich, schon hin. Kann man auch mit normalen Waffen drauf schießen, sehr gut. So, was ich jetzt gern da hätte, ist endlich einmal mit dem gestungenen Raketenwerfer da schießen. Deploy mal. Und dann... Clear! Okay. Ja, kann man schon so machen. Der macht schon Bum Bum. Ja, Schleichzeichner. Abflug mit euch. Da kannst du reinfahren in den Fog of War, du Tamperer, du Kreisliger. Was ist da? Wir müssen mal aufstehen, gell? Da schießt man nur mit dem Sniper einfach rein, weil es mir wurscht ist. 20, dann haben wir 80. Wie weit ist das Movement da her? Wahrscheinlich sauber zweit. Ja, Sniper-Rifle draufgeballert. Sauber rein suppressen! Suppress, die Gegner sind immer gute Gegner. Ja, das schießt man nur. Dann schießt man nur ein normaler hinten rein. We're just joking. We're just joking! Das hätte ich mir mal früher überlegt, du Affentyp! Typen! Ja, geht so nett daher, das ist die beste Idee von alle. Yeah? So, und da nehmen wir jetzt einfach einen Granatwerfer und schießen wir einfach da. Grenade! Wollte den Scheiß auch lassen gehen. Hauen die alle ab! Ist anscheinend eh wurscht. So, dann schießen wir da mal mit der Armor Penetration 28%, Armor Penetration, oh, dann gehen wir einmal MG-Fire. Das hat einen Scheißdreck, hat das gebraucht. Hat auch einen Scheißdreck gebraucht, das können wir uns eigentlich alles sparen, da müssen wir mit dem Raketenwerfer drauf schießen. So, mit denen können wir mal außermoven. So, die Herren, ich bin raus, haben Sie eine gute Nacht, haben drückt der Auslager an, hauen Sie sich hinein, merci fürs Zuschauen, Like-Button smashen, nicht vergessen. Bei solchen Randgruppenspiele ist wichtiger denn je. Wichtiger denn je. Orders. So, Orders! Wir schießen nur mit dem Raketenwerfer drauf und ist Ruhe. So. Structure cleared. So, und jetzt müssen wir alle unsere 5 Units aus dieser Zone bewegen, meine Damen und Herren. Aus dieser Zone raus, also wie ich das sehe, können wir sowieso Catching a corner. allesamt gnadenlos überlaufen. Nein, jetzt geht's hin, Turm! Dumm. Yeah. Aber ich hab da Granaten.
Was? Es sind noch 3 aufgegangen und 2 haben runtergeflogen, es sind immer noch 3 um, verstehe ich nicht. Noch mehr Granaten. Und schon sind sie fliegen. Gefällt mir gut. Gut, großer Spaß. So, und jetzt ab. Sir, Abflug, meine Damen und Herren. So, on task. on task. So, müssen wir alle abziehen. So, das können wir natürlich auch alles ein bisschen schneller mal. Ending the turn. Orders! I got some orders! Haben wir noch Punkte? Nö. Oh, Gegner-Movement oder was ist jetzt? Ja, jetzt können wir es vorhin wieder. Ja, wir haben aber schneller wie ihr. So, aufsteh, Hoofing it! Abflug. Keep your eyes open. Help is on the way. Und der gerade auf seine Get to cover. eigenen Truppen geschossen, das habe ich schon Move richtig it, gesehen. Ne? Marines. So, das schaut so vernünftig aus. Oh, da läuft er schon hin, da war mit Pirate. Da war mit Pirate, da läuft er davon. Oh, da ist der Schnee. Kommen wir jetzt da ums Arschlecken nicht rein? Ja, Kruzifix, dann gehen wir mit einer da We've got rundum. movement. Yeah. So, die Frage ist, ob man da jetzt vielleicht doch Move nochmal into cover. Schnee. Ich weiß auch nicht. Hoofing it. Wir haben sie jetzt da hinten versteckt. Die Ja. Saubären. Saubären, aber wenn ich da in einer Reihe stehe, dann haben sie sowieso innerhalb von einer Runde tot. Sir. Oh shit, jetzt habe ich aus Versehen auf F gedrückt. Press F for Respect! Ja, bleibt einfach stehen, das passt schon. So, fertig. Orders? Orders! Was ist der Isog? Dann gehen wir da rein. Beenden den Zug. Die lassen mich ein wenig anschießen, weil es mir einfach wurscht ist. All right. No more trick shots. Das sind Salaterblinde, das ist ein Wahnsinn! Oh, der Granatensquad. Ja? Gehst auch mit da hier. Und du gehst einmal da gleich rein. Sir. Da haben wir gar nicht lange umeinander. Du laufst einmal, wo haben wir einen netter Droh, das Listen up, glaube ich ist we're moving. wurscht. About time. Und dann haben wir sie da herunten noch. Da, wenn der Gegner natürlich nicht jetzt ein Vollgas Kamikaze einlaufen darf, dann müssen die natürlich da schießen. Und das können wir ja vermeiden, weil ich das Gefühl habe, je weniger Munition das wir mir verbrauchen, desto besser. Ending my Orders. turn. Orders! I got some orders! 36, 18, dann können wir da nämlich noch 2 mehr reinballern. Dann machen wir mit einmal ein sauberes Suppression Fire. Alles klar, oder wir löschen den Squad während dem Suppression Fire einfach gleich komplett Nice aus. shoot. Mind your own business. Nice Shooter, hat er gesagt, jetzt seid nicht so lästig, was ist mit dir? So, wir gehen da rein, Ja. das passt. Mit Get denen into cover. gehen wir da hinten, das Sir. passt. Mit einer gehen wir da rein, das Orders. passt. Und mit einer gehen wir da rein, das passt. When you send the best, you get the best. Evacuate! Completed. Ah. Das ist, also, Schwierigkeitsgrad hätte man wahrscheinlich deutlich aufgetragen können. Hast du selber gesehen, die fahren alle davon, treffen nicht gescheit und so weiter. Das war jetzt gescheit einfach. Vor allem, wenn du mit einer Ehrfurcht aus Battle Brudis kommst in das Spiel, denkst du erstmal so, Battle Brudis ist eigentlich gar nicht so einfach, du chill mal. Aber dann haben wir uns durch die erste Mission sauber hindurchgeprügelt, ohne jedes Equipment, mit nur Standard-Scheißdreck und es hat trotzdem irgendwie hingehauen. Und da jetzt so ein bisschen reingeskillt zumindest, da bist du schon gescheit stark. Du musst zwar trotzdem nachdenken, wem gebe ich die Sprengladung, wem gebe ich einen Raketenwerfer und ein bisschen wo tue ich die hin und so. Aber der Kanda schreibt, um 5 Uhr geht der Wecker, das ist nichts. Das ist nichts für mich. Merci fürs Zuschauen, schlaf gut. All of large valuables like memorabilia, jewelry and part pieces. Trade value 20. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das Item received large trinkets. Oh, Item received. Tripod CMG 50. Das heißt, was haben wir da? Effektiv waren wir nicht. Um 1. Wir haben 13 Züge gebraucht anstatt 12. Wir haben nur 44% der Enemies getötet. Aber alles in allem. Improved Small Arms Protective Plating.
Und was ist das da? Battle Rifle. Kann man dann das Battle Rifle dann 2 Squads geben? Ich gehe mir schwer davon aus, aber wir nehmen mal die schwere Rüstung. Die hat sich schon ausgezahlt. Was ist da? Ist das nochmal so ein Overview? Dann kriegen wir eine neue Mission. Das ist jetzt auch deutlich schneller gegangen. Ich habe nicht alles nochmal anschauen müssen. Man hat das Grundprinzip vom Spiel so ein bisschen verstanden. Und ich finde, wir sind mal ziemlich overpowered. Alles, was mir einfällt, ist, es ist 9:15 und die Zeit ist so verflogen. Und wirklich, es ist lächerlich. So es war schon oft lächerlich, aber so lächerlich war es schon lange nicht mehr. Ich weiß, das ist ein sehr spezielles Spiel, das habe ich vorher gewusst, das werden aber die anderen beiden auch gewinnen. Also Doorkickers 2 und ist auch so ein Taktik-Ding, rundenbasiert, wo man auf Pause drücken kann, Befehle erteilen kann und die werden dann zeitgleich ausgeführt und so. Das schauen wir uns auf alle Fälle auch noch irgendwann an und das mit dem Farmer schauen wir uns auch schon noch irgendwann an. Aber das freut mich richtig, dass wir das ausprobiert haben. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass wir uns das länger anschauen wie 2 Stunden. Das ist für einen Stream ist das perfekt. Aber wenn das rauskommt, dann ist es wahrscheinlich zu speziell für einen Stream, dass wir das öfter wie einmal nochmal spielen. Aber das rieche ich bis daher, dass wenn das da Full Release ist und da ein paar Patches sind neu gekommen sind, das ist ein Instant-Kauf. Das ist genau mein Weg davon Spiel. Das ist absolut geil. Absolut starkes Spiel. Was sagt ihr da so? Fix aber auch. Das Spiel? Ja, voll. Voll! Ich möchte da gar nicht mehr von einer Demo, ich weiß sowieso nicht. Meine, der Papa erzählt wieder ein bisschen was aus dem Krieg. I was there, Gandalf, 3000 years ago. Da hat es Demos gegeben, ja, die hat man sich aus die Heftel rausgeholt. Du hast einen kleinen Abschnitt aus dem Spiel spielen können und dann hat man sich das Spiel gekauft oder nicht, weil ich halt vorher einfach sehe, so wie funktioniert es, taugt mir das, kann das was sein und das zeigt mir alles, was ich sehen muss. Natürlich ist dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, noch nicht ansatzweise alles im Spiel, was später irgendwann noch mit drin ist. Ich finde es saugut gemacht. Es ist wirklich. Man muss halt natürlich mengen, das ist mir schon klar. Das ist jetzt kein Blödelspiel oder sonst irgendwas. Das ist ein hart nerdiger Scheiß. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was interessant war da, wenn das einen Multiplayer hat. Uff, das war geil. Und ich hab nichts gelesen drüber, ob es einen gibt oder nicht. Ich sehe jetzt da links keinen ausgegrauten Multiplayer-Button oder irgendwas, aber das war schon gescheit geil. Also leg mir mal Demo-CD ist der Flashback kickt hart, ja. Wo ist eigentlich hingekommen? Warum gibt es nicht mehr Demos? Wann soll es denn rauskommen? Sie schreiben da nächstes Jahr irgendwann. Also 2026 irgendwann. Mich würde auch mal interessieren, ob es da irgendwelche Dev-Videos oder so gibt, wie weit das die wirklich schon sind, weil die Demo, glaube ich, gibt es schon doch ab Zeitl. Und ja, ich weiß, es ist sehr speziell zum Zuschauen, das ist einfach zwischendrin, kann man das schon einmal machen, auf Dauer der man das nicht. Aber ich denke, dass doch einige herin sind, die diese Art von Spiele genauso mengen wie ich und deswegen machen wir ab und zu einmal sowas. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, mir hat es sehr gut gefallen. Ganz furchtbar wichtig, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das Spiel und euch zeige. Das ist mir ganz furchtbar wichtig. Das mache ich schon aus eigenem Interesse. Und ich darf auch gnadenlos sagen, wenn es ein absoluter Schrott ist. Aber mit Battle Brothers hat die, wie heißt es denn überhaupt? Wie heißt das da hier? Developed by Overhype Studios. Ja, das sind die Entwickler und die haben Battle Brothers meines Wissens auch gemacht und das war ein grandios gutes Spiel und das ist ein Paradebeispiel für Scheiß auf Grafik. Gameplay is everything und das ist ja ein nice Spiel. Anscheinend haben sie damit vielleicht nur Geld verdient, zu Recht auch, und entwickeln jetzt das Ding und ja, raus damit, Bock. Der Release ist am 5. Februar. Da ist nicht mehr lang hin. Das kann man sich definitiv mal sauber in die Wishlist reinpacken. Battle Brothers aber auch, da lernst Taktik, ist für das Spiel optimal und Hirn braucht man auch. Ja, das ist ja das Schöne, weißt, da muss ich nicht mehr schwitzen. Ja, da muss ich nicht wie in Battlefield oder sonst wo anders schwitzen wie der letzte Spacko, sondern ich kann nicht da sitzen und brauche bloß noch mein Hirn und schiebe die Maus ein wenig an und passt schon. Das Hirn lässt zwar auch nach wie sauer, das hilft das sowieso nicht, aber ich liebe solche Spiele, ich liebe es. I fucking love it. Das ist wirklich, kriegt von mir die Demo an sich, so wie sie da steht, die Präsentation, die Idee, die Umsetzung, dass das alles sehr aufgelockert ist und sehr breit gefächert ist mit den Zahlen und so weiter. Das lässt Spielraum für 1 Million Sachen. Das kriegt von mir eine glatte 10 von 10 bis jetzt. Ich wüsste nicht, was ich zum Aussetzen habe. Null. Also, dass er ein wenig einfach war und ein wenig mir ein bisschen overpowered fühle. Ich finde zum Beispiel, dass die
die Projectile Rifles und so, die sollten so gut wie gar keinen Schaden an Fahrzeugen machen. Also für was kommen wir mit einem Fahrzeug, wenn ihr mit einem normalen Sturmgewehr das Fahrzeug zur Explosion bringt? Aber gut, das hat wahrscheinlich Gameplay-technische Hintergründe, dann werden Fahrzeuge wieder sauber zu overpowered, beziehungsweise Raketenwerfer und Fahrzeugabwehr sauber zu wichtig und so. Das habe ich in NX The Hard Way gelernt und das ist ein Fliegenschiss an Balancing, was sowas da betrifft, dass das richtig schwierig ist. Also das Ausdüfteln dauert ewig. Absolut grandioses Spiel, kriegt von mir absolute Empfehlung und ist an Tag 1 meinerseits gekauft. Du kannst mir Gift draufnehmen. Schön, dass es sowas noch gibt wie Demos. Und für sowas mache ich dann auch gern Werbung vor einem Publikum mit 6, 7, wie viel Leute haben vorher da? Ich glaube, so 800. Selbst bei so einem Spiel, das freut mich natürlich riesig. Das ist mir schon klar, dass dann nicht die 1500 Leute drin sitzen wie in einem Horror-Oktober oder sonst wann. Das ist mir aber auch wurscht. Ich liebe es. Sehr gut. Durch die Gebäude schießen soll noch gefixt werden, ist ein wenig, naja. Okay, stimmt, da hast du absolut recht. Das ist sehr ungewöhnlich, dass auch gerade bei so einem Spiel, das nach so langer Entwicklungszeit und so nah am Release so ein grundlegender Fehler drin ist, dass man durch ein Gebäude durchschießen kann. Also das ist ja eigentlich normalerweise das Erste, was man da, keine Ahnung, ich bin kein Spieleentwickler, zumindest kein sicherer, was man einbaut ist, wie sagt man, Viewline. Und ob ich da durchschießen kann oder nicht. Aber gut, also das ist offensichtlich, das muss gefixt werden, weil für was bei einer Deckung, wenn ich aber durchschießen kann. Ist auch die Frage, ob man durch jedes Gebäude durchschießen kann und so weiter und so fort, aber ich glaube nicht. Aber naja, darum machen wir 8 von 10. Weil das ist wirklich ein grober Fehler. Line of Sight, Dankeschön. Durch die Gebäude habe ich noch gelesen, Collision Detection. Ja, das ist in dem Fall noch nicht einmal, das brauchst du da, glaube ich, nicht. Wobei sich das schon so angefühlt hat, wenn ich mit meinem, normal in XCOM ist ja so, ich nehme mein Ziel ins Visier, dann steht dort Genauigkeit, bla bla bla, die kann ich dann, wie in Jack the Lions, kann ich die noch erhöhen, mit Rechtsklick, kostet umso mehr Actionpunkte und so weiter, aber ich triff halt dann besser, bla 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 bla. Aber wenn dann die Kugel fliegt, dann wird vor dem Schuss wahrscheinlich schon berechnet, wo die einschlägt. Also bevor du überhaupt optisch sechst, wird das schon im Hintergrund berechnet. Und wenn die Kugel dann vorbeifliegt, bin ich mir bei XCOM nicht sicher, ob du dann, wenn jetzt da 3 Gegner stehen, du zielst auf den ersten, ob du dann den zweiten und dritten treffen könntest. Ich glaube schon. Auf was wollt ihr jetzt hinaus? Achtung, Laberflash incoming, Monolog incoming, ich muss bloß laut nachdenken. Was wollt ihr jetzt hinaus? Ja, die Kugeln jetzt da in dem Spiel, die haben sich so angefühlt. Ich habe vorher doch einmal auf das Fahrzeug mit meinem MG geschossen. Und dann, das hat natürlich eine Streuung ohne Ende und dann fliegen physikalisch die Kugeln wirklich auch daneben in die Objekte rein und zerstören Objekte. Und das sagt mir, dass die Kugel, die wird geschossen, existiert dann wirklich auch physikalisch im Spiel, also nicht bloß eine unsichtbare Linie, die da normalerweise gezogen wird, sondern die fliegt wirklich und kollidiert, was der Bernie schreibt, Collision Detection, mit irgendeinem Objekt. Und dann wird ermittelt, was ist das für ein Objekt, hat das Rüstung, hat das Lehm, geht's kaputt, kriegt's überhaupt Schaden und was weiß ich, was alles. Und das ist in solchen Spielen scheiße wichtig, finde ich, dass man die Umgebung kaputt machen kann. Und soweit ich mich erinnern kann man die Umgebung in XCOM auch nicht kaputt machen. Zumindest nicht so wie da, dass ich wirklich, ich kann ja theoretisch Granaten auf den ganzen Flugplatz da schmeißen und dann an alle Gebäude weg. Also ich spreng im Prinzip Deckung vom Gegner weg. Natürlich gibt es auch Hindernisse, die man nicht wegsprengen kann und so, wie die Phasen wahrscheinlich. Aber du weißt schon, auf was ich hinaus möchte. Ja? Dass die Map einfach dynamisch ist. So dynamisch wie möglich. Und das, glaube ich, ist auch richtig schwierig zu machen, dass das balanced ist und funktioniert und so. Also da steckt sehr viel Hirnschmalz drin. Das ist, finde ich cool. Gefällt mir gut. Nimm mal Gegner die Deckung und rein ins Viech. Das ist der Plan. Ja, du kannst dich da schon hinter den Fasteln verstecken. Moment, wir sind die Fasteln rot. Oh, ich tue euch nicht weg, aber die roten Fasteln und jetzt geht's mit. Speckmeister, merci für den Zwiegel. Halt! Lieber später als gar nicht. Das ist richtig. Speckmeister, das ist richtig. Solange die Pepper statt Meister Toten steht, ist alles cool. Speckler, merci dir. Ja, Freunde, wirst du offstream noch eine düdeln? In die Demo? In Demo wahrscheinlich nicht. Vielleicht mal die letzte Mission da noch fertig, warum nicht? Das könnte passieren. Aber da warte ich, bis es rauskommt. Da warte ich, bis es rauskommt. Da spule ich mir jetzt nicht an der Demo ab. Da kann man nämlich mit Sicherheit noch mehrere Missionen machen, da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann sehe ich mich schon wieder, ja, das habe ich groß, so halbscheirig gespielt. Nee, da warte ich lieber auf Release und schaue es mir da noch.
Der Herzki schreibt, muss leider sagen, mein Lieblingstyp an Game wird's nicht, aber ab und an kann man das schon mal geben. Ja, meinst zum Zuschauen, das ist eh klar. Das ist ja klar, dass das ist, da wird, ich habe jetzt 2,5 Stunden lang einfach durchgeredet. Das ist Laber und da ist nichts lustig und so weiter. Das ist mir schon klar, dass da die Hälfte der Leute, Minimum 3/4 der Leute wahrscheinlich auf Dauer hätte da keinen Bock drauf. Firestarter schreibt, XCOM normal nicht, daneben ist in dem Spiel daneben. Ja, so habe ich es halt auch grob in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr, wenn deine eigenen Leute hintereinander stehen, also angenommen, 3 Fädel nur eine Linie, die 2 Fädel kehren mir, da steht der Gegner, die Fädel ist droh, ich schieße auf den Gegner, ob ich dann auf meine eigenen Leute schieße und so. Ich glaube schon irgendwie, aber bin mir nicht mehr 100% sicher. XCOM war schon nicht schlecht, aber ist irgendwie was zu simpel irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und das hat es so schwer gemacht, weil mir Möglichkeiten einfach fehlen. Ich weiß nicht, wie ich sagen, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Was wir haben, das nächste größere Game, was du anfangen möchtest. Das wird gar nicht so einfach. Wir müssen noch ein bisschen bis im Februar hinein carryen. Also nächste Woche, wir sehen uns übrigens diesen Freitag. Freitag so wahrscheinlich um 20 vor 8, 3/4 8, 10 vor 8, irgend sowas. Ein bisschen früher, weil PoE 2 Season geht los um Punkt 8. Und wir drücken um 1 Sekunde nach 8, drücken wir mir auf den Login-Button und dann nehmen wir weiter. Das werden wir bloß einmal zu Gesicht kriegen, weil ich mich dann wieder abspeie. Ich bin dann auch über die Weihnachtsferien nicht da. Das ist, der letzte Stream ist heute in 2 Wochen. Der ist heute in 2 Wochen. Der ist heute in einer Woche. Ich check gar nichts mehr. Tatsächlich. Wir sehen uns nur noch nächste Woche, Mittwoch, und dann bin ich fort. Für 2 Wochen. Weihnachtswoche bin ich weg, Silvesterwoche bin ich weg. Wie jetzt ja übrigens. Ja, genau. Und dann im Januar, was ist das nächste große Spiel? Bis dahin kriegen wir das Patch fertig, das spielen wir nächsten Montag fertig, egal wie lange das dauert. Zur allergrößten Not, wenn die letzte Episode wirklich Ewigkeiten dauert, dann spielen wir am Mittwoch ist Weihnachtsfeier. Nein, da spielen wir mir gar nichts. Da sitzen wir mir da, wir trinken einen Glühwein und haben einen Nikolaus mitzulaufen und unterhalten wir uns über was weiß nie, was wir deren. Da können wir uns vielleicht dann drüber unterhalten, was wir im Januar spielen können. Und der Januar schaut sehr mau aus, da muss ich ganz ehrlich sagen. So wie ich mich nach der Sommerpause gefreut habe, so, das Spieleloch hat ein Ende, da Kronos und was weiß ich, was alles gekommen. Ja, das ist halt jetzt wieder vorbei, so ein bisschen. Dann muss ich da mal in meinen Streamplan hineinschauen. Ich habe einen Streamplan, ja, da ist aber zu nichts da, außer dass ich mir Spiele-Releases aufschreibe, so groß, so grob. Es kommt, im Januar steht gar nichts drin. Am 27. Februar kommt Resident Evil 9. Am 5. Februar kommt Nioh 3. Ob das was für ein Stream ist, das weiß ich nicht. Ich bin ja selber nicht so in Nioh drin und 4-mal ausprobieren ist, glaube ich, jetzt narrisch. Am 3. März kommt WoW. Da kehrt eigentlich fast überlegt, ob wir im März mal 1-2 Mal WoW spielen. Oder vielleicht einfach so 2-3 Wochen nach Release, wenn der Raid aufgeht, da haben wir eine Woche oder 2 einen Raid laufen lassen und dann einen Raid-Stream machen, wenn wir es schon mal gemacht haben. Da wird es aber wahrscheinlich dann schon April sein. Dann kommt Ende März kommt das James Bond-Spiel raus, das First Light, das gar nicht mal so schlecht ausschaut. Das, wenn so wird, so storymäßig wird wie Indiana Jones, rein damit. Und wenn Forza fertig runtergeladen ist, dann drückt man X-Button. Im März kommt, glaube ich, Crimson Desert, schaut interessant aus. Habe ich auch schon gesehen, aber das schaut mir nach einem Todesgrindspiel aus. Und ich glaube, dass ich mir diesen immer neben Path of Exile sowas nicht nochmal antue. Aber who knows? Spieleloch im Januar? Smells like Daisy, boys. Naja, da hat ihr schauen. Wenn erster Stream ist am 5. Januar. Da hat ihr schauen, wenn am 5. Januar Daisy Stream inklusive Server kommt. Was? Sehen wir. Wir könnten allerdings einen Daisy Reset einbauen. Einfach nix Server, nix Community Zock, sondern Leborn. Das war der beste spontane Einfall, den ich seit langem im Code habe. Leborn Returns. Mal die neue Map so schauen. Was ist mit Resident Evil 9? Löse, ja, selbstverständlich spielen wir Resident Evil 9. Das kommt am 27. Februar. Spoiler-Alarm! Problem ist halt, ob das immer noch so funktioniert, dass ich da solo irgendwo am Server rumrenne, ohne dass jemand kommt und mich dann wegtut. Da glaube ich, haben wir damals einfach, da war die Community auf ihrem Peak, wenn wir mit Daisy angefangen haben, das war vor 4 Jahren oder so. Da war der Hype auf dem Peak und so weiter, da hat keiner einen Scheißdreck gemacht.
Aber ob das heute noch so ist, wir haben ja einen Hass-Daisy-Squad. Ja? Das waren die beim letzten Mal, wann war das? Vor 2 Jahren, gell? Ja. Vor 2 Jahren dann das Warner angefangen haben und so und haben dann die Community verlassen. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, wenn die das überhaupt noch mitkriegen, was ich nicht glaube, aber wenn, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn irgendwas ist, dass einer von denen Leuten eventuell auf die Idee kommt, eine zum Scheißen oder sonst irgendwas. Aber gut, du, dann wenn dem so ist, Sperr aus und Sperr was anderes. Fertig. Das ist für mich scheißegal. Ist das schon wieder so lange her? Gibt's nicht. Es ist so krass, es ist so asozial, wie schnell das Zeit vergeht. Tage verschwimmen. Das ist wirklich, wenn du auf Anschlag bloß noch funktionierst in sämtlicher Arbeit, die du den ganzen Tag tust, dann verschwimmen Tage, ich käme überhaupt nicht mehr aus. Ich sage freiwillig, was ist, ich kann nicht fassen, dass quasi die Woche schon wieder fast rum ist. Morgen ist Donnerstag. Nächste Woche am Mittwoch sehen wir uns noch am Mittwoch nochmal. Dann muss ich noch einen Tag werkeln und dann ist Ruhe. Und ich kann es fast nicht fassen, wo die Zeit geht. Und genauso wird wahrscheinlich einfach die 2 Wochen Urlaub, wo ich mein Hirn ausschalten kann, einmal machen und fertig. Also, mal kurz als in aller Deutlichkeit. Mr. Commodore, merci für die Registrierung in NX, falls du da bist. Ja, ich sehe übrigens alles. Und merci an die 10 Leute, die gerade online sind und das Spiel so schön spielen und testen und sich daran erfreuen. Das tut übrigens sehr gut. Es hat sehr viele Probleme gelöst. Ich wüsste nichts, was noch richtig grob kaputt ist in NX, by the way. Ja! Was würde ich sagen? Genau, ganz wichtig. Also es wird nicht unerwartet der Server kommen. Das geht nicht, neben NX auch noch, das geht nicht. Das geht nicht. Einfach, geht nicht. Aber was gehen könnte, und das ist gar keine so schlechte Idee, das schreibe ich jetzt da mal her, so als Idee, Daisy, Return of the Reborn. Schreibe jetzt einfach mal hin. Mal schauen, was der Zukunftsbürger dann sagt. Und die Idee ist nämlich folgende, und ich denke mir jetzt noch so, ja, da ist ja noch ein Monat hier, aber das ist sowieso gleich vorbei anscheinend. Wir wollen eine Solo-Reise, keinen Server. Die Solo-Reise ist was anderes. Das können wir probieren, wenn das einigermaßen hier hat. Warum nicht? Habe ich da schon, das ist schon seit über 2 Jahren nicht mehr gespielt. Also wir fahren wieder bei Null an. So wie es ist. Grundsachen weiß ich noch, aber sonst. Und NX war eigentlich geplant für Freitag in einer Woche, dass wir offiziell live gingen. Aber ich sage euch was, ich sitze Tag und Nacht vor dem Ding, bevor es mich komplett aufhackst und nie dann nach der ersten Runde das Ding wieder ausschalte, lasse ich mir noch mehr einen Monat Zeit bis nach der Pause. Am Freitag, den 9. Januar, ist fürs erste der Release angekündigt für NX. Lindsay! Also ich mag ja Strategie-Games, aber nicht sowas, bin ich da eher so auf Civ. Also auch Rundenstrategie. Mit Civ bin ich nie warm geworden. Merci dir übrigens doppelt, das hätte einfach Spam einfach in den Chat rein. Du bist so lange dabei, keiner timeoutet die oder sonst irgendwas. Vielleicht wirst du mal nach dem 80. Mal freundlich darauf hingewiesen, aber timeouten tut die keiner. Solo war echt stark, Rest in Peace, LeBron. Ja, genau, das, was der Devil Driver Mikey schreit, um das geht's mir. Tu es einfach nicht vom Urlaub. Nein, ich tue es auch nicht vom Urlaub, weil sonst bin ich nicht so gay kaputt. Sag ich dir, was ist. Wenn ich nicht jetzt einfach einmal 2 Wochen lang fuck you, ich denke an nichts, ich sehe keinen Programmcode vor mir und nix. Und wenn das Spiel dann losgeht, ja, jetzt einmal Erholungsphase, natürlich tue ich jeden Tag noch ein bisschen umeinander dran. Kleinigkeiten, aber schwerwiegende Features kommen nicht mehr rein. Seit gestern sind wir zumindest in meiner Welt so in Version 0.1 eigentlich Feature Complete. Es hat nur diese Spielersuche auf der Karten gegeben, dass man sich nicht mehr alles durchklicken muss und so. Du kannst dann Kolonien suchen, die Map fährt dann da hin, wo es hin soll und so. Das war so das letzte Utility-Feature, das reingekehrt und ansonsten ist alles drin, was drin ist. Und das gilt jetzt einmal in der ersten Live-Runde, diese Dinge noch fehlerfreier zu machen, noch performanter zu machen. Sehr viel ist für mich zum da im Hintergrund Strukturen einfach sauberer machen, damit die Wartung vom ganzen Spiel besser ist. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass mit der ersten Runde mehr Leute online sein werden als jetzt. Ja, ich mag es jetzt nicht verschreien, ich darf mich natürlich riesig freuen, das ist eh klar. Aber da ist dann was los. Ja, da kommt alle 5 Minuten nicht bauen und biege das. Da bin ich sowieso wieder die erste Woche hier komplett auf Anschlag.
Und dann muss ich mir was in meinem Admin-Bereich ausdenken, was mir noch 1000 Sachen wahrscheinlich einfallen, wo ich mich leichter tue, um Leute schnell zurück zum Schreiben oder vielleicht was zum Löschen, was ich jetzt nicht drohe, Bedienung einfach, ne? Damit mir das nicht überrollt. Und wenn es zu viel ist, dann muss man es halt wieder ausschalten, das hilft halt nicht. Aber ich bring's nicht, ich habe so viel Zeit jetzt da reingeschoppt, vor allem dieses Jahr ist wirklich utopisch, dass ich es ausprobieren will. Ganz einfach. Mal schauen, wie weit dass wir damit kommen und wir werden sehen. Wer es schon ausprobieren will, im Übrigen, das Spiel ist ja schon online. Wohlgemerkt, alles, was ihr da tut, wird nochmal gelöscht. Inklusive einer Accounts. Alles. Razi-Buzi löschen. Ich muss neue Planeten anlegen und lauter solche Geschichten. Das mache ich nur, wenn alle draußen sind. Das passiert dann wahrscheinlich in der 2. Weihnachtswoche irgendwann. Oder in der Woche, bevor es losgeht. Wahrscheinlich nur eher. Ja, und dann müsst ihr euch neu registrieren, wenn es dann richtig losgeht und so weiter und so fort. Wer aber vorher schon mit das überhaupt anschauen will, was ist denn das überhaupt, rentiert sich das überhaupt und so, gehst du auf nx.gg und dann kannst du registrieren und einfach spielen. Die Besonderheit ist, es gibt kein Pay-to-Win. Punkt. So. Naja, so wie Rockstar Games wird es nicht schieben auf den Zeug, von denen ich habe keine Lust mehr. Also mich mit Rockstar vergleichen ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist leicht übertrieben, aber naja. Meine ganzen Test-Accounts sind dann auch weg. Dann nicht die. Wie viele Test-Accounts hast denn du? Ja, wie viele hast du denn? Ja, mein Multicount-Detection schlagt schon ein bisschen aus. Was ist da los? Der Kaletzel, der Staudi und der Commodore. Da ist ein bisschen komisch. Was ist denn da passiert? Ist da irgendwas kaputt gegangen? Weil da war vor mir da als Weiten. Bitte verzeiht's mir jetzt nicht. Was ist denn da? Ist da was kaputt gegangen? Haben da Leute die gleichen IPs? Kann das sein? Naja, muss ich mir noch anschauen. Ist wurscht. 4 oder 5, glaube ich. Ja. Mit Multi-Accounts muss ich rechnen. Die zum Detekten, wenn jemand das verstecken will. Schaffst sowieso nicht. Irgendwen mit Rockstar vergleichen ist viel, das stimmt. Den einzigen, das mit Rockstar noch vergleichen kannst, ist From Software. Der Appa schreibt Servus, schreibe ich Servus zurück, aber du, wir haben ja gerade auf dem Sprung. Schleichen wir uns ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute ein grandioses Spiel gesehen, auch wenn es einmal ganz was anderes war. Aber gut. Herr Fettbrand! Alter, war schon lange nicht mehr da, aber seit wann bist du grau? Na, heute. Ich weiß nicht. Vielleicht hat das damals doch nicht so ganz gestimmt mit 26 plus. Vielleicht bin ich doch schon 40. Aber keiner hat es da gesagt. Ich weiß nicht, was die Leute gemeint haben, wie alt dass ich damals bin. Hat wirklich jemand geglaubt, dass ich 26 oder 27 oder so bin? Der hat sich besoffen. Und das ist, seit wann ist das so dahingegangen? Übrigens, das muss ich immer dazu sagen, Herr Fettbrand, der Kommentar kommt immer nur von Leuten, die entweder selber plattert sind, hier hinten, ja, du kennst ihn vielleicht, oder ziemlich sicher bin ich mir, dass du den kennst. Und wenn du den nicht kennst, dann kennst du den, dass ich da Geo-Dreieck einer da kann. Aber die großen, ja, die mit dem Griff. Die kommen meistens von denen Leuten. Wann hat das so angefangen? Richtig dramatisch, da haben wir letztes Mal erst drauf gekommen beim Diablo Immortal Video. War so vor 3 Jahren, glaube ich. Ist dann rapide bergab gegangen. Mein Pap war mit 36, 37 komplett grau. Also Face, Haar und zwar richtig silbergrau. Deswegen wundert mich, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich seine Gene offensichtlich geerbt habe und auch die von der Mom, dass mir fallen Toren, gut, ich habe so viel Haar in meiner Bürste drin, dass ich gar nicht weiß, warum ich noch welche auf dem Kopf habe, aber mir fällt Gott sei Dank gar nichts. Aber ich will halt grab. Aber auch offensichtlich viel später als mein Pap. Gute Gene, stabile Gene. Mag irgendjemand mit mir Kinder zeugen? Frau mag nicht. Ja, ich aber auch nicht. Also das Zeugen schon, ist was danach kommt, das kannst du dann. Geodreieck, was kommt danach? Das Große vom Lehrer für Tafel fahren. Auch mit Griff. Silberpappe. Ja, ist halt so, was soll ich machen? Ich finde es halt immer lustig, wenn nämlich das Leid auffällt, muss ich innerlich einfach immer lachen, weil das muss fast so sein, dass manchmal Leute wirklich dann geglaubt haben, ich bin in meine 20er oder so. Dabei war ich halt einfach Mitte 30, Freunde der Sonne. Und relativ bald bin ich 40. Ja.
ich kenne sehr viele 40-Jährige in meinem Bekannten- und Umkreis, die träumen von meinen Haaren. Ja, Tag und Nacht träumen die von meinen Haaren. Das kann ich dir garantieren. Steigerung vom Geodreieck ist Badehaum. Ja, die natürliche Badehaube. 20 Euro sind 20 Euro. Was? Biamo, aber gebt trotzdem Loch. 20 Euro sind 20 Euro. Was hatten die? Was ist denn jetzt? Hat Barco einen kompletten Schlaganfall? Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Fettbrand hat einfach nichts mehr geschrieben. Ich glaube, er ist reingekommen, hat das kurz geschrieben und ist wieder gegangen. Ich weiß nicht, für was habe ich jetzt die Scheiße da verzeiht? Kruzifix nochmal. Ha! Also, ja, okay, Barco, da macht Sinn. Ha! Aber dann werde ich nachher geblockt. Achso. Meine Boxen nach wie vor, ich will auch so lange haben. Meine gängen bis daher ungefähr. Ja, also die Fodern, wenn ich normal schaue, die gängen locker. Das sagt man halt bloß nicht, weil es da hinten immer einen ultra enger Gnädel zusammen habe, weil sonst überall Haare aneinander hängen und was weiß ich. Außerdem, das was der Riese Mike schreibt, grau ist das neue Schwanz. Ja, wer das nicht versteht, ist raus. So, jetzt gehen wir ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kinder. Wir sehen uns am Freitag um 10 vor 8 Uhr, das 6 dann schon Ankündigung kommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken und danke für die ganzen Donations. Danke, großes Dank. Der Staudi wird das wahrscheinlich nicht sehen, ganz am Schluss. Den habe ich am Anfang vergessen. Fuck. Staudi, fahr du noch, warte, ich lese euch vor. Das muss noch schnell sein. Staudi! 25 Euro. Vorm Stream, Alter. Per PayPal. Direkt, ohne YouTube. Der Chef, bla bla, fahr da nur mi. Wenn du meine zweite Donau übersiehst, kann ich auch nichts dafür. Ja, dann übersehe ich doch die auch eigentlich, oder? Und aufregst ist nicht, weil ich bin halt nur im Nachschau-Squad. Trotzdem, auf einen geilen Stream und grüß deine Slipknot-Platten von mir. Hast du nicht. Ne, ich erwähne das jetzt nicht weiter, weil du hast in dem Brief was eingeschrieben, was du jetzt gerade kaputt gemacht hast. Aber das war. Ich hab's nicht. Hat keiner gehört. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Donations und Mitgliedschaften. Wir sehen uns am Freitag. Freitag wird ein langer Abend wahrscheinlich. Also bis um 12 Uhr hocken wir da mit Sicherheit dort. Nur 2 Raucherpausen. Zack, rein ins Viech. Und jetzt macht es gut. Ich wünsche euch was. Bis Freitag. Ha! So ist das. Sprengi ist nicht da, dann können wir uns wieder was aufsetzen, kriegt ihr kein Foto nicht.